Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und bündig, Mark. Ich habe das Gefühl, ich flüstere so, weißt du? ASMR. Ja, ich habe gerade sagen. Geil. Hätte ich so etwas, ich würde so nonstop einfach mit mir selber reden, weißt du, das ist so geil. Du liebst deine eigene Stimme, gell? Ich habe eine lange Zeit Schwierigkeiten gehabt mit meiner eigenen Stimme, nachher mit der Zeit, wenn du halt so auf Social Media publizierst. Fame bist. Ja, Fame bist, ja. Ich weiß, Mensch. Dann musst du das akzeptieren, musst den Frieden finden mit dir selber. Und wieso? Was hast du für ein Problem mit dir? Ja, keine Ahnung. Allgemein ist es so ungewohnt, sich selber so auf Videos zu sehen und reden. Nicht, haben die das nicht? Ich habe ein mega Problem mit dem. Ja. Du? Mir ist eigentlich gleich. Wirklich? Ich höre meine eigene Stimme nicht gerne. Leider merken wir nichts davon. Wieso? Ich wünschte, du würdest deine Stimme nicht so gerne hören. Ja, Schatz, sind wir schon am Dingsle? Nein, kann man reden, Bro. So eine Lüge. So eine Lüge. Hör auf Lüge. Scheiße, Mann, wir haben da zwei von den kränksten TikToker. Wow. Und Artan und Cisa. Aber warte, Artan, kennst du dich als TikToker? Ich sehe mich als Künstler. Ich finde, ich will mich nicht so in der Schublade Influencer und so rein tun, weil ich mache auch Musik. Ja, also ein bisschen mehr als Cisa. Ich studiere. Ja, sie ist Studentin. Das muss man auch sagen. Also dann hast du einen Bachelor nachher? Nein. Ah, eben. Aber voilà, ich hol mir den jetzt extra nur zu dir reindrücken. Inshallah. Ich hol mir den einfach Sie hat nur den Bachelor, wenn sie bei dieser Sendung da geht mit der Rosa. Wählen? Ah, Bachelor! Das ist so lustig. Das ist nicht schlecht gewesen. Ich mag seinen Humor. Das würde ich jetzt sagen. Nein, nicht Deutsch, Mann. Ich würde sagen, ihr habt zwei ganz unterschiedliche Arten von Humor. Der Artan hat ja so ein bisschen den Nein, eigentlich sind beides Jepper. Ja. Aber der Artan ist mehr so, ich hasse die 5 Sachen und fick dich, wenn du so bist, und ich hasse Hamster, keine Ahnung. Okay, habe ich nie gesagt. Ich sage, das ist, was ich... Aha, okay. Und du hast halt mehr so den... Fick meine Mutter. Ich habe noch nie Fick meine Mutter gesagt. Fick meine Tante, sorry. Genau, nein gut. Riesen Intro, danke euch für das spannende Gespräch bis jetzt. Auf jeden Fall haben wir heute da einen Musiker, einen Künstler, einen Internet-Messias. Krass. Wow. Ich bald eröffne meine eigene Sekte. Sind wir die erste Teilnehmer? Ich tue das Geld verwalten. Geil, kommt gut. Sie macht die Gehirnwäsche, weißt du? Kommt gut. Und wahrscheinlich die angenehmste TikTokerin von der Schweiz. Findest du? Ja. Schwer, oh mein Gott. Ich muss aufhören, so reden. Nein, Mann. Aber kannst du echt das Mikrofon ein bisschen näher? Ich bin wirklich froh. Aber so? Bravo. So, aber Bro, wie könnt ihr die ganze Zeit etwas im Gesicht haben? Bro, fangen wir wieder an. Dass du dir gewohnt bist, Sachen im Gesicht haben? Geometrie, so. Ja, mit Geometrie. Darf ich jetzt noch schnell mein Intro fertig machen? Okay, mach. Und Cisa. Nein. Cisa ist zum zweiten Mal da, ein Publikumsliebling. Zwar jemand, der auch ein bisschen polarisiert hat, weil wir haben verschiedene Meinungen gehabt. Wieso? Die Leute haben gesagt, das ist die lustigste Person auf der Welt, laden die weiter ein. Und andere haben gesagt... Wer? Ich bin noch nicht fertig. Bitte nicht mehr. Wirklich? Hat es wirklich Leute gegeben, die gesagt haben? Ich will Namen, Adressen? Okay. Aber wir sind happy. Bist du zurück? Gern. Sehr. Und im Gepäck mit deinem neuen Partner ins Spee. So. Weil die machen jetzt Talkshows, Live-Talkshows und sie verkaufen aus. Genau. In 19 Stunden, falls ich das heute noch nicht erwähnt habe. Geil. Late Night Show. Fucker. Muss geil sein, 19 Stunden ausverkaufen.
Wieso, was willst du dazu sagen? Das ist einfach geil. Es ist einfach geil, dass sie das machen. Ja. Okay. Ich weiß eben nicht, ob du Kompliment gibst oder einfach checkst. Ja, ausverkauft. Krank. In unserer Stunde. Darf ich auch fragen, wie ist das passiert? Das? Dass Cisa mit dem Artan connected hat und gefunden hat, wir machen die Late-Night-Show. Also ich und Artan folgen das schon länger. Seit August. Ich glaube, 1. August, wenn es Schweizer Viertag war, dort hast du mich zum ersten Mal geschrieben. Er hat bei mir gestanden... Was hast du geschrieben? Es ist gestanden auch folgen. Ich muss das immer erwähnen. Wow. Ja, und dann... Nein, doch, du hast mir zuerst gefolgt und dann habe ich dir zurückgefolgt. So ein Scheisser, wirklich? Ja, ich schreibe gut. Ja, weil du hast mir gefolgt, dann habe ich dir zurückgefolgt, dann habe ich dir geschrieben. Ich habe dir aber als erstes geschrieben. Ah, okay. Das ist so ein interessantes Klarstellung. Er hat mir geschrieben, er so, ich fühle dich. Ich so, bitte cancel mich nicht. Ja, und dann habe ich ihn einfach zum Geburtstag eingeladen. Nein, ich habe dich am Swiss Influencer Award gesehen. Genau. Das habe ich auch gesehen. Ja, da haben wir Frieden gemacht. Stimmt, das war gut. Wo bist du gewesen? Wir sind auf der Bühne gewesen. Ich bin +1 von über dem. Cool. Ja. Muss geil sein. Started von dem Bottom. Aber Artan ist eingeladen. Und still there. Ich bin... Sorry. Ich bin eingeladen gewesen, ja. Du bist eben eher Bottom-Vibes. Ich weiß nicht, was du für... Ja. Girl, you know it. Ja. Geil. Ja, dort haben wir uns zum ersten Mal gesehen und dann... ja, wir sind direkt connected. Und nachher ist die Idee Gott. Nein, look, es war so gewesen. Im Dezember, Januar haben mich Leute gedrängt dazu. Mach Podcast. Aber ich so voll ausgelutscht. Warte, sag Leute. Ich sag nicht Leute. Ich weiß, eine Person weiß ich sicher. Wer? Sag jetzt. Ja, Bro, bei dem Moment die ganze Zeit am Reden sind. Das lass zu, Mann. Wir machen fett Gash jetzt. Glaub mir. Das ist unser Arafat. Ja. Wir sagen den Namen nicht. Ja, er hat gesagt, du musst endlich etwas machen, fertig jetzt und so. Ah, wir haben nicht gesagt bis jetzt. Sicher haben sie gesagt, aber ich bin so... Niemand hat mir können, Geld anbieten für das. Möglichkeit geben für das, sagen wir es so. Ah, also nicht Leute zu dir haben gesagt, komm, Podcast machen. Das schon. Aber das Problem ist, ich bin so, weißt du, Podcast ist mir bis da. Ich habe es für jeden Idiot. Ja, du bist hure viel nicht. Aber du bist hure viel nicht. Ich bin hure viel nicht und irgendwann Leute haben mich die ganze Zeit angefragt und ich so hure mies, ich kann nicht Nein sagen. Und auch ohne Bezahlung. Ja. Und nachher hast du gedacht, du machst TikToks, wie das macht niemand. Ich kann nicht mehr live. Stimmt. Ich kann nicht mehr live. Bravo. Wer ist gestern live gewesen? Ich bin gestern nicht live gewesen. Als Gast, das ist nicht live gehen. Ja. Ah nein, das ist einfach so. Wieso weißt du, dass sie gestern live war? Er ist einfach in mein Live hineingekommen. Bro, ich bin ein Fan. Er ist mein Fan, er schickt mir raus. Ja, mein Löwe-Baby. Ja, dann bin ich bei dem Namen, den wir nicht sagen. Arafat gewesen, und dann er so, ja, mach etwas. Dann hat ein anderer Comedian gesagt, ja, mach Stand-up-Comedy. Schöne Aussprache. Comedy. Stand-up-Comedy. Stand-up-Comedy. Und ich so, nein, das würde ich auch nicht machen. Wieso nicht? Keine Ahnung, so. Darf ich fragen, findest du bist lustig? Also ist wirklich kein Frontzeit tönt wie ein Frontzeit. Ich finde mich schon lustig, aber ich weiß, dass nicht jeder mich lustig findet. Fair. Das weiß ich. Real. Ja, egal. Aber was? Du hast ein lustiges Naturell, würde ich sagen. Ich liebe, wer mir Sachen sagt. Ich finde das so Damn, Bro. Ja, Sag mir einmal so. Ja. Das ist so das. Ja, kann ich nicht. Ich will nicht lügen in diesem Podcast. Krass, gut. Ist kein Problem. Dann habe ich gesagt, ich will Stefan Raab werden. Ich will nicht Podcast machen, ich will nicht Stand-up-Comedy, ich will Stefan Raab werden. Aber ein Stefan Raab braucht Eltern. Ihr kennt Eltern? Elton John. Elton John. Nein, kennt ihr das? Elton. Ich so, wie kennen wir Ältere, ja? Nein, nicht Ältere. Elton. Elton, cool. So, wie heißt der andere? Du hast das immer so. Welche? Die zwei Dünnen. Joko und Klaas. Ja, genau. Also, wie wenn du sagst, du brauchst einen Elton, das meinst du Artan? Ja. Du hast auch gesagt, du brauchst einen Sidekick. In dem Fall. Zuerst hat es so geheißen. Krass. Aber er weiß das auch. Nachher wow. Aber nachher hat er offensichtlich, ihr habt sicher auch gemerkt, recht Köpfli. Ziemlich viel. Ziemlich viel Köpfli und recht viel drin und recht intelligent. Und dann ich so, das wird mein Kollege. Ja. Jetzt sind wir Geschäftspartner. Ich bin voll Sidekick zu Ass-Kick, weil ich muss sie ab und zu so im Arsch nicht gehen. Wir haben heute gestritten. Ja. Sie haben gestritten? Ja, weil ich ein Diva bin. Ja. Was war denn der Grund? Ich verstehe manchmal Sachen falsch. Ja. Er hat dir am Schreiben etwas Normales, so, wer fixt du? Ich so, hey, kannst du dich bitte beruhigen und so. Und dann haben wir telefoniert. Und dann ist es gegangen. Dann ist wieder heile Welt. Also schau, ab sofort, wir telefonieren nur. Ja, etwas, was ich gelernt habe bei Cisa, nie Sachen so über Text besprechen, vor allem nicht, wenn sie in der Schule ist, weil sonst, sie liest das immer in dieser Stimme, so affiger Stimme, checkst? Wenn du ihr schreibst, guten Morgen, sie liest das so, hey, guten Morgen, weißt du, so. Ja. Und dann fängt das Ghetto-Gaberi an.
Ghetto was? Ghetto Gaberi. Ich liebe seine Wörter. Hör auf, so krass zu Ja. Ich habe auch schon ein Buch gelesen. Thanks. Er hat krass. Ich habe nämlich kein Ist das so euer erster Beef gewesen, so seid ihr zusammen etwas machen? Nein, Nein, ich habe aufgehört zu zählen bei 30. wir haben uroft gestritten. Ja. Ja. Also nicht gestritten, kennst du das Diskutiert. so? Ja. Diskutiert. Ja. Aber es ist wichtig, weil Ja, logisch. besser, wir können uns eben gegenseitig so etwas ins Gesicht zeigen, weil wenn Ja. du das so unterdrückst, dann irgendwann platzt es. Mm. Das ist immer gut. Mm. Kennt ihr das? Wieder, Ich habe wieder. schon erlebt. Wirklich? Ja, logisch machen seit 3 Jahren Sachen. Ich habe das Gefühl, Und wir sind jetzt 15 Jahre befreundet. Habt ihr schon mal so Kontakt fast abgebrochen? Nein. Für das braucht es viel. Für das braucht es Sachen, die du nicht mehr kannst eigentlich erwähnen. Also bevor wir Kontakt abbrechen, brechen wir den Podcast ab. Wirklich? Ja. Ja, Freundschaft ist wichtiger. Ja, 100%. Das gibt es ja nur wegen der Freundschaft. Das ist der Onkel von meinen Kindern, Mann. Was? Ja, Checkst. Mann, oder? Yeah, Same, man. same. Ich habe eigentlich mal abgemacht, dass ob gewollt oder ungewollt, das Gegenüber sagt, ey Bro, Partnerin ist schwanger, ich werde gleich Vater. Also, in der Ausgangslage ist es eher so gewesen, also Bro, ich habe das Gefühl, du wirst eher Vater als ich, hat er gesagt. Und er hat gesagt, ich muss einfach immer parat sein für den Fall, dass wenn du zu mir kommst und sagst, ich werde Vater, dass er einfach ready ist und auch schaut, dass er gleich Vater wird, dass unsere Kinder, verstehst Cousin. Ja, du? Ja, Brüder. Warte schnell, wenn jetzt du eine Tochter bekommst und er einen Sohn. Ja, wir machen das. 100%. Oh mein Gott. Ja, 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 stimmt mit das dir. ist Dann gibt es wieder Cisa wie Cisa und Arta. Weißt Nein. du, wir machen das Ja, später. Ja, es gibt noch besser sogar. Die Welt ist nicht parat für das. Siehst du, Cisa, wir werden abgelöst, man, Was? irgendwann. Du musst aufpassen. Ich bin ja nicht normal die Cousin und Cousine. So. Wir haben gesagt, ja. Ah, ihr macht das so echt? Wir haben gesagt, ja. Es ist Handschlag. Bro, verheiratet und so. Ja. Crazy. Wir haben auch das. Wir notieren uns das. Wir machen das auch, machen wir noch. Wenn ihr mal ein Kind habt. Denkst du, ich kein Kind habe? Doch. Aber wenn? Ich habe nur gefragt, also Ist, habe ich es richtig verstanden? Ja, ich wollte irgendwann ein Kind. Wie viel? 7. Tschüss, Mann. Wohl in Familie, Alter. Schwör, Mann. Von Kinderzulagen Ich schwör. Sie sagen entweder Late Night Show läuft oder ich mache 8 Kinder. Ja, genau. Und dann so. Kindergeld läuft. Genau Ja, so. nicht. Krass. Ihr habt eure erste Show hinter euch gehabt. Mhm. Ja. Erzähl mal. So Aber ein fang bisschen. du an, ich wollte nicht über... Ich war vor 100 Leuten spielen. Also erstmal die Organisation ist... Habt ihr gehört? So unterschwellig. So, ja, der 100. Ja, wir haben eben... unser Management hat uns unterschätzt. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja, kennt man. Und Euer Arafat. unser Arafat, ja. Der Jarachfat. Und leider ist dann die Halle schon... Was? Der Jarachfat. Ja, Rachfat. Nachher haben wir halt die Halle in 5 Stunden ausverkauft und wir wollten eigentlich hochverlegen, aber dann ist die Halle schon gebucht gewesen. Bro, sorry, töne ich auch so, wie ich rede? Genau so. Wirklich? Ja. Oh, ist das anstrengend. Was? Ja, Ich so. wir haben die 5 Stunden ausverkauft. Bin ich auch so, Bro? Wieso, wie rede ich jetzt? Wieso tun ihr mich verunsichern, Mann? Nein, du redest ganz Spaß, normal. Du Bro. redest ganz normal. Weißt du, wie du redest? Wie? Selbstsicher. Ja, okay. Und das Ich bin ist auch es. so. Er ist maximal selbstsicher. Ah. Er redet von sich, als wäre er... Also, Das nervt schon. weißt du? okay. Ich sage immer, wenn ich über das geht, habe ich gesagt, ja, weißt du, wir haben auch also wo wir ausgekauft haben, die 6 Stunden. Ja, Das ist so eine Information, also ich check's. Weißt, okay. aber wenn ich es höre, denke ich so, man könnte es auch sagen ohne. Ja, aber ich check's, ich bin auch so. Du weißt es, aber die Zuschauer wissen es nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann die Show ausverkauft, aber wir haben noch kein Konzept gehabt. Wir haben wirklich die Show ausverkauft und wir so zusammen, wir müssen jetzt irgendwie die Leute unterhalten. Und wir haben etwa eine Woche lang über die Gästeliste diskutiert. Ja. Weißt du, wir haben Nur, dass er nachher die Hälfte wieder Ah, ausladen. du musst Ja, nicht genau. denken, du schaust weg und die Sache ist ja, gegessen. schon gut. Das Zeug, das kommt jetzt. Ja. das kommt Genau. zum Vorschein. Ja. Also, Ja. so wie ich mich erinnere, bin ich an keine Show außer da 2 eingeladen gewesen und an beiden bin ich nur Gast gewesen. Und an beiden hast du 30 Leute holen, wenn du willst. Das stimmt. Mhm. Also für Schon alle, die es jetzt nicht gecheckt haben, Sarah und ich sind Kontext. eingeladen gewesen. Oder, Wieso oder exposet er mich so? Es ist mir so peinlich. willst du es Schon lieber du erzählen? Also ich erzähle. Arafat hat gesagt, es ist begrenzt. Und ich sage, Scheiße, ich muss meine Mutter auf die Liste tun. Jetzt Mutter oder Zero, weißt du? So, jetzt sowieso nicht, weißt du? Auf jeden Fall, ich sage, ja, in dem Fall meine Mutter. Bro, bist mir nicht böse. Wer ist auf der Kein Gäste? Problem, gewesen? kein Sag Problem. jetzt, ich will es wissen. Nein, Ja, sag nicht. sag wer Platz verdient hat vor uns. Freunde und Freunde. Sag jetzt besser, wer es Freunde ist. und Kommen die Freunde. sind die nächste Show? Ja, die sind auch dort. Nein, ich meine, sind die auf der Bühne, sind die auf dem Flyer, oder? Nein, die sind nicht. Mhm. Haben dir wegen der Freunde und Freundinnen Film oder Tickets verkauft? In 19 Stunden? Also willst du sagen, es ist von dir? Nein, von uns. Ah. Ist gut. Ich wollte nur etwas anmerken. Letztes Mal, wo ich da war, hast du schon gesagt, wir zusammen haben 30'000. Wie viele Follower haben ihr jetzt? Und wie meinst du? Wir zusammen Auf 30. TikTok. Weißt du noch? Same, Immer noch. same. 30'000. Ja. Wir haben zusammen etwa 40.
Cool. Okay. Wie viele von denen haben Tickets gekauft? 400 sehr wahrscheinlich. Ja. Cool. Und jetzt die Anfrage ist nicht mehr da. Ja. Leute haben geschrieben, wir putzen sogar die Halle für Ja. euch, wenn wir dürfen Ja. kommen. Ja, Mann. Weißt du, wann habt ihr erreicht? Wann? Ganz ehrlich, jetzt 700 Tickets verkauft, 1000 verkauft und nicht, wenn Leute eure Tickets Ricardo wieder stimmt. resellen auf Ricardo. Und zwar für teure Preise. Nein, der erreicht. Fangen an reden, wenn ihr Nein, das habt. Okay, ist gut. Nein, ist gut. Aber komm. wir wollen auch nicht gross, also wir wollen nicht grosse Hallen nehmen, weil Safe. wir müssen das Erste Mal. monatlich machen. Aha, Weißt? okay. Ja. Wenn wir zu viel auf einmal, dann Klar. sind wir ausgelutscht. Verstehe ich, Wie ja. andere. Drop mal nehmen. Ja, auf jeden Fall back to the story, wir sind jetzt voll da. Ja, das ist bei uns der immer so. Ausgang. Ein bisschen ausholen und so. Partner ist so strukturiert. Ja. Er hat roter Faden. Dann haben wir eine Woche lang über die Gästeliste diskutiert und nachher habe ich mich mit sie so zusammengesetzt. Ich so, schau, wir machen jetzt das Konzept. Ja. Und dann haben wir Videos abgedreht und geübt, ganz Ja. viel. Haben wir probt? Ja, voll. Mega. Crazy. Voll herzig. Ich hätte niemals geprobt, wäre er nicht. Und wo? Also, Bei Arafat ja. Ja. Ja, unsere Agentur. Ist deine Agentur die Heime? Also, Nein. no shade, no Es shade, ist- weißt nein, du, nicht King. die Hause. Ich Nein, hätte wir haben wirklich Arafat ein Büro. gesagt. Ja. Im Büro haben wir dann geübt. Okay. und so, also was haben wir geübt? Unser Text? Ja. Sag mal. Nein. Ja, zum Beispiel habe ich gesagt, dass ich niemals Geld für mich ausgegeben hätte. Ja, Klassiker. Ja, Eben, es sind nur Fakten-Drop. ja und das... Okay, ihr habt die Liste bearbeitet. Und wer hat eigentlich, wie viel habt ihr dafür pro Person mitnehmen? Ihr so? Je 2, 3, 4, 5? Leute, Ja, die voll. Liste? Ja. 10. Okay, also jeder 10? Ja, weil wir haben auch für unsere Gäste noch müssen Platz frei machen, dass Ja. sie auch Gäste dürfen mitnehmen. Okay, also dann Ja. 78 Tickets verkauft. Mhm. Mhm. Gut gerechnet, Bro. Ich habe noch will, ich habe gedacht, ich will jetzt etwas... So shady. Ich habe gedacht, dass du jetzt sagst, du musst eigentlich Leute... Einfach Kassensturz am machen. Scheiße. Okay, nein, ich habe nur gedacht, ich frage mal schnell. Nein, aber jetzt ehrlich, wir haben in unserer ersten Show 30 Tickets verkauft. Wirklich? Weil es Ja. nur 30 Plätze gab. Nein, wir haben es nicht verkauft, wir haben es verlost, stimmt. Wir haben es verlost, weil wir haben gedacht, bevor wir Geld verlangen für etwas, was wir auf der Bühne machen, wo wir noch nie gemacht haben, dann Ja. einfach mal 30 gerufen und schauen, wie sie es finden und wie wir es gemacht haben. Und wenn wir dann sagen, Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Shows gewesen. das ist bis heute einer der unangenehmsten schwierigsten gewesen, ja. Ja. Ja, Ja. es ist So auch das. grad, also, Ja, wir haben in so einer Bar, Shoutout Dalis, Ja, Mann, schon So eine- Dalis. Ja, Dalis. Mann. wir haben in so einer Bar gespielt. Shoutout Zero von Dalis. ich kenne ihn, Und das ist mein damit- Bruder in der Schule. King, ja. Cool. Auf jeden Fall sind wir dann in so einer Bar gehockt und alle anderen sind so rund um uns gehockt. Ui. Und es hat so gewirkt, als würden der Sarah und ich in einer Bar etwas trinken und reden und alle schauen uns an und hören zu. Weißt du, was ich meine? So So, wie- du hast jedes Husten gehört. So Leute sind so vor dir, du bist am Reden, einer so Automatisch nervös. Ah, ja, so lustig. Ja. wild experience. Okay. Aber es ist ein krasser Gump von 100 auf 400. Mega. Krass, ist krass. Vor allem, wenn du das wollt, monatlich machen. Ja. Heavy shit. Und wir haben das im Fall, also wir haben uns entschieden, die Show zu machen Anfang März. Krass. Also am 30. März war es Mhm. und am 3. März haben wir uns erst richtig entschieden. Krass, Ja. Mann. Wirklich krass. Cool. Und deswegen umso chaotischer ist dann der Werdegang von dieser Show gewesen. Nachher auch bei der Show. Bist du aufgeregt gewesen? Ey, Am Anfang. Aha, du redest mit mir. kannst du ja gut. Weil, Was ist Schluss? nein, weißt du, wir haben letztes Mal haben wir ja ein voll ohne Video, wie ihr auch gecheckt habt. Und Ja. das ist passiert, weil die Cam irgendwie gar nicht aufgenommen oder Einfach einfach aufgehört wieder. aufnehmen. Ja, Da, einfach aber ist jetzt gut, aufgehört ist jetzt gut. Ja. Schaut euch jemand an während dem Podcast hören? Hm? Gibt es Leute, die das Ich schaue, ich schaue immer auf YouTube. Es gibt viele, die Wir haben schauen. sehr Ja, ist grosse Watchtime. überraschenderweise. Sonst würden wir den Aufwand gar nicht machen, aber es schauen sehr viel. Ah, fair. Also vergleichsweise. Was haben wir gefragt? Eben, erste Show so. Erstmal, ihr habt jetzt erzählt, so, wie das angefangen hat. So, die Idee ist sehr schnell entstanden, mega kurzfristig. Ihr habt es gemacht. Ihr habt die Leute auf Gäste gestanden, habt die Show ausverkauft. Und nachher haben wir angefangen, ein Konzept zu schreiben und so weiter. So, jetzt kommen wir zum spannenden Part. Oder schon selber? Von der Show selber. Ja, keine Ahnung. Also, es war mega gewesen. Ich und Arzt haben nicht abgeliefert. Mhm. Aber halt. Du musst im weißt- Pyjama auftreten? Ja, das ist so meine Art. Ja, fix. Ja. Also ich komme auch nächste Show mit Pyjama sein. King. Darf ich auch? Okay. Wenn wir Willst? kommen. Wenn der mit Pyjama kommt? Darf ich dies? Pyjama-Party. Ich weiß nicht, ob du Ja, einfach alle im Pyjama. Tell him. Nein, ich muss im Anzug, weißt ich muss, Er ich ist muss die so, kennst du nicht, Professionalität er ist bewahren. so die seriöse Gigel. Ja. Checkst. Ja. Sag ich das Keine Erste Gige. so? Ich bin die erste, ist die zweite. Ja, voll. Ladies first. Aber, nein, du musst dir das so vorstellen. Ja. Wie hast du gesagt? Ich habe uns so vorgestellt, sie ist Phineas, ich bin Ferb, sie ist Shrek, Ja. ich bin der Esel, sie ist dick, ich bin doof. Ja, genau.
Checkst, wir sind das Duo. Ja. Sweet. Was soll ich sagen? Ich bin bei der Show, wie du dich gefühlt Also die hast. Show selber war brutal. Die ersten 2-3 Minuten. Eher schnell vorbeigegangen, habe ich gehört. Ja, eine Stunde. Ja, Ja. mega. Gut. Ja. Wieso? Haben ihr eine Stunde geplant, Wer hat oder? dir das erzählt? Wie die vorbeigegangen sind. Ah, ihr habt einen Vlog gemacht, hast du nicht gesehen? Ja, ich weiß nicht. Okay, aber es ist eine Stunde gegangen. Habt ihr auch eine Stunde geplant oder wird die nächste länger? Die nächste wird länger. Ja. Wie viel länger? Ja, 1 Stunde 15. Und wie viel, sorry, wir sind ja auch als Gäste, wie Ja. viel von den 1 Stunde 50 sind wir auf der Bühne? Etwa eine halbe Stunde. Ah, gut, okay. Ich bin böse. Ja, wir machen voll Show. Geil, Mann. Voll Show. Wirklich geil. Ist auch gut, wir haben unsere letzte Show 2,5 Stunden gemacht, das war ein bisschen lang gewesen. Wirklich? Ja, viel zu lang. Ja, vor allem bei der Aufmerksamkeitsspanne von der heutigen Generation. Ja, Bro, und sie haben irgendwie eine Stunde lang über Beschneidung geredet. Wow. Das ist ein wichtiges Thema Aber es für ist, uns. gut, es ist lustig gewesen. Vor 1000 Leuten. Krass. Also, Das ist 100. Du Das hast ein 139. paar Beispielbilder dann gezeigt. das wär's. Direkt. Direkt Hose an. So sieht ein marokkanisch beschnittener Schwanz aus und das ist ein kurdisch. Da seht ihr den Unterschied. Und wie hast du dich, also jetzt mal so, weil du hast ja nicht so viel Bühnenerfahrung, oder beide, ich weiß nicht. Ja, beide nicht. Okay. Beide nicht. Wie habt ihr euch gefühlt? Nervös am Anfang? Beide, oder? Also ich schon. Viele Leute haben gesagt, es hat so ausgesehen, als hätte ich das schon mein ganzes Leben gemacht. Ja. Ich habe wie das Publikum gar nicht richtig angeschaut. Ich habe immer so in die Luft oder über die Köpfe angeschaut. Hätte dich das nervös gemacht? Hättest du so einmal geschaut, weil du willst dann abchecken, wie die reagieren, oder wie? Im Fall, mir ist einfach, meine Eltern sind im Publikum gewesen, und Ja. mir ist wirklich nicht böse gemeint, also, aber die einzige Meinung, die mir wichtig ist, ist wirklich von den Eltern. Ja. Weil sonst kann ich mit Und anderen sie so Meinungen. dort eine halbe Stunde. Ja. Also, was ist jetzt gut oder Es nicht ist gut? lustig. Lieben Ja, dich deine Eltern? Ja, normal. Cool. Ja, okay. Also nicht normal, sorry. Was ist das für eine Nicht Frage? normal. Kann ich auch fragen? Okay, crazy. Also ich dich auch fragen? Nein. Eben. Ja. Und ich bin die ersten 5 Minuten vielleicht aufgeregt gewesen, und nachher sind uns eben auch mega viele Patzer passiert. Zum Auch Beispiel? Regie ist. Ist das wieder der... Nein, Okay. nein, Es nein. sind, sagen wir mal so, es sind nach der Show. Ein paar Leute gehört worden. Es war- Classic. Geil. Geil. Also Ja. wirklich. So. Besser. Es ist, ja. Und dann ist uns ein Missgeschick bekommen. Wir haben ja so ein Spiel gespielt. Wahrheit oder Würge hat es geheißen. Tschüss. Okay. Ja, das müsst ihr nicht spielen. Das müsst ihr nicht spielen. Besonders Ja. Okay, schade mit der Bock. Um was geht's? Die Wahrheit oder Würge? Ja, entweder du beantwortest eine Frage oder du isst grusige Sachen. Ja. Oh, Würge! Würge in dem Sinne. Nicht Würge! Nein. Und du so, oh mein Gott, Oh mein Gott, ich will das Geil, spielen! Alter. Ich auch. Der Josh hat sich noch gefreut, dass wir Ja, das nächste schlecht. Show spielen. Scheiße, krass. Und das mal wieder besonderes. Dann müssen wir wahrscheinlich etwas Grusiges. Essen, ja. Genau. Ja, ich nehme mal, also Ich kann so- zum Beispiel müssen Schlagrahm mit Ei essen und Senf. Hat keine Oder? Hot Chip gegessen. Nein, kein Hot Chip. Okay. Und dann ist die Hälfte von den Gläser auf den Boden gelandet. Wo auf dem Tisch Also, look, sind. ich erzähle es, mir ist scheißegal. Ja. Du musst mir ja oder Ich nein sage sagen. jetzt, Ich sage ja, aber dich. keinen Namen sagen. Nein, ich sage keinen Namen. Okay, gut. Jemand hat müssen etwas servieren auf den Tisch Mhm. in Weingläser. Mhm. Und während die Person gekommen ist, Ja. sind alle Gläser auf den Boden, also auf Krass. den Tisch gefallen. Aha. Dann hat es Scherben gegeben mit Ketchup. Also Mhm. nicht Ja. das, was eigentlich ist. Ah, Das zum Beispiel. Aber Artan hat das recht gut gehandelt. Ja. Weil bei mir ist schon Rauch aus den Ohren gekommen. Ja. ja, Ich habe ja. schon gedacht, fuck, ich muss mit 30 noch schlägeln. So. Krass, du bist 30, gell? Ja. Krass. Krass. Ja, du bist ja nicht an meinen Geburtstag gegangen. Cool. Ja, ich weiß. Ich bin auch stolz drauf. Aber ja. Wirklich? Ui. Also Zero hat mega Spaß gehabt. Kugel ausgewichen. Ich habe krank gegessen. Also wahrscheinlich, aber dann hast du so gesagt, haha, das ist Teil von der Show. Ablenken Cool oder? gespielt Ja, und so. Ja. Er hat mega cool gespielt, also extrem. Man hat mir nachher vorgeworfen. Sie ist noch. Wer auch immer das Oh, ist gemacht eine hat. Frau? Okay. Die Person, die das dann. Ich weiß wer. Ja. Auf jeden Fall, die Person ist dann. Kannst zu du schnell mir- auf meine... Auf jeden Ja! Fall. Oh mein Gott, sie hat einfach Sarah gesagt. Nein, Spaß. Nein, auf jeden Fall ist die Person zu mir gekommen und hat dann einfach gesagt, ja, Arten hat mir einen Schritt entgegengemacht. Er ist Videos nachschauen, er hat keinen Schritt entgegengemacht. Also Und der ich hab Schritt- das- Ah, sie hat sogar ihm wieder Schuld gegeben. So quasi Angst bekommen. Aber Es nicht hat böse, geheißen, ich also habe love you und beigestellt. so, Es hat aber- geheißen, ich habe beigestellt. Ja, so in dem Sinne. Nachher haben sie So. so gemacht wie Jahre. Dann Wahrscheinlich gelogen. ist die Person wirklich auf Fresse geht. Nein. Nein, einfach gestolpert. Aber es passiert. Zum Glück hat es zu der Show beigetragen. Ja. Das hat es Es viel ist lustiger. sympathisch. Also eigentlich hat die Person das Beste gemacht, die Show. Mhm. Shoutout. Hätte ich nicht Geil, beigestellt. das Hätte ich nicht beigestellt. Okay, Geil! Hätte er nicht beigestellt, ja. Shoutout! Das habe ich gern. Okay. Hilflos Nein. das mit dir. Mike und so, what the fuck? Was hat er gesagt? Also ich glaube heute mit dir. Er hat gesagt, heute bist du, glaubst Heute sie kassierst vorletztes du. Mal.
Voilà, er hat gesagt, er flirtet heute. Ey, Er hat gesagt, ich habe es gehört. Lass mir zu. Das ist ja er. Dankeschön. Ist mir scheißegal, Leute, ich rede nicht mehr. Spaß, auf jeden Fall sind Mike und so dann nicht mehr auch noch gegangen. Irgendwie. Jo, check it, Mike. Okay. Und so, aber sonst ist es gut gewesen. Ja, der wo, okay, gell? Aber das ist doch, also zum einen, es ist doch schön, dass die Leute halt anhand von dem so sehen, die sind wirklich den Scheiß selber am machen. Es ist nicht so eine Agentur oder irgendjemand mit Cash irgendwie weißt du, sagt, ich pumpe voll in euch, ich mache den Professional Shit. Du, zum einen ist geil, dass du siehst, so, die Leute sehen, was passiert. Zum anderen ist auch gut, dass es passiert ist, weil jetzt wissen wir, was wichtig ist, so bei einer Show. So, die kleinen Details machen es aus. Ja, das stimmt. Ja, ich bin dann nach der Show bei jedem gegangen und habe so eine Notiz-App aufgemacht und habe Feedback eingeholt. Wow. Ja, wir haben auch viel du hast eingeholt oder gegeben? Er hat eingeholt. Oh mein Gott, du wärst sehr anstrengend gewesen. Wärst direkt nach der Show gegangen und sagst, du hast das und das und das falsch gemacht. Nein. Okay, das ist der Job von Arafat. Wir haben Feedbacks eingeholt. Und was haben die meisten Leute so gesagt? Oder was hat die Mehrheit gesagt? Ja, das, was sie mir jetzt gesagt haben. Die Mehrheit hat gesagt, es ist viel zu kurz gewesen. Ja. Und sie wollen auch mehr von uns, von unserer Dynamik sehen. Ja. Ja, und das haben wir ein bisschen eingebaut jetzt in der nächsten Show, dass sie uns ein bisschen mehr in Action. Ja, voll. Dass es ein bisschen mehr Caesar und Tartan gibt. Genau. Okay. Tartan. Nein. Wie heißt er? So. Ich habe einen neuen Spitznamen bekommen, Tanaz. Tanaz, Bro. Von unserem Arafat. Wieso Tanaz? Aber von Artan? Wegen Nats? Keine Ahnung. Mein Spitzname ist Tani. Ah, okay. Okay, Tani. Okay. Artan. Tani. Tanaz. Also alle meine... Alter, Day Ones? Bei uns, ja voll. Bei uns Chippis, also in meiner Familie nennen wir mich nur Tani. Und ich hatte einen Cousin gehabt, und ich kann mich sagen, seinen Namen, er ist in Österreich. Alle nennen ihn Diku, gell? Und ich habe mein ganzes Leben geglaubt, dass er wirklich Diku heißt, gell? Diku. Bis einmal sind wir gut Ziggis kaufen, müssen Ausweis zeigen, statt er einfach Abdi. Bro, ich habe gedacht, ich kenne den Menschen nicht, Bro. Ich so, Bro. Wer ist das? So, Dico, was sagt er so? Nicht viel bei dir. Ich habe gedacht so... Wir machen Albaner am Testen, wir machen Albaner. Abdi. Ja, Mann. Krasser Name. Abdi. Deswegen. Ey, das Ding geht mir die ganze Zeit ab. Du kannst es ein bisschen enger machen. Oder ein bisschen enger, ja. Also so da. Du kannst es auch abnehmen, wenn du dich unwohl fühlst. Nein, das ist nicht wegen unwohl. Hä, wo? Ah, jetzt. Bravo. Gut. Und vor dem allem haben ihr ja, was ist so der Moment gewesen, beziehungsweise haben wir letztes Mal schon das herausgefunden, bei dir, was ist so der Moment gewesen, wo du glaubst, dass du so ein bisschen angekommen bist in der Schweizer Creator-Szene? Das war beim Swiss Influencer Awards. Da habe ich erst mal gecheckt, dass man mit dem Cash macht. Also ich habe so die Videos gemacht, ich habe schon Zahlen gesehen, so 50'000, 60'000, aber ich kann mir das nicht in Menschen vorstellen. Dann haben schon angefangen, Leute mich auf der Straße erkennen. Ich so, wow, warte, mich sehen ja wirklich echte Menschen. Dann bin ich an den Swiss Influencer Awards gegangen. Und das ist zum ersten Mal, habe ich so Gleichgesinnte gesehen, weißt? Und viele haben mich erkannt und ich sie nicht. Ich habe mich so scheiße gefühlt. Nein, juckt. Ja, nein, ich fühle mich einfach so abgehoben dann automatisch, weißt, wenn ich sie nicht kenne. Und dort habe ich so gecheckt, so damn, so. Und vor allem, wo die ersten Firmen gekommen sind, wo ich so, wow, damn, so crazy. Es ist nicht einfach nur du mit der Kamera schnurren, sondern es bewirkt etwas. Und Leute sehen mehr in mir als das. Ja, dort habe ich. Und voll. Und ein bisschen, wo ich so mit der CISA unterwegs war, so, wir haben unsere enge Influencer-Gang, würde ich mal sagen. Also CISA... Wer gehört denn zu dieser engen Gang? Wir haben nur noch jemanden. Das ist? Konnichiwa Nyeri. Ja, voll. Ja. Ah, dann haben wir vorher... Hat jemand euch verraten? Nein, wir sind immer, oder? Wir sind immer zu dritt gewesen. Aber ich kann natürlich auch beitreten, wenn man eine Mutprobe macht. Nein, ich wollte also wenn, dann könnt ihr bei uns beitreten. Nein, schon gut. Haben wir auch eine Gang? Nein, aber wir sind eine Gang. Eigene Fans schon. Ja, Alter. Kommt dazu aus, dass man so Connections zu Join bekommt. So. Und es kommt voll darauf an, was du für einen Knebelvertrag momentan hast. Weil uns ist noch ein bisschen... Schon. Ja. Sind ihr mehr gefestigt als vorher, wo man das Viel mehr. Wenn du bei uns unterschreibst, Bro, du gehörst Join. Das Einzige, was noch du an Recht hast, ist, dass du kannst an Termin kommen und kurz eine Stunde abliefern, dann gehst. Aber was? Habt ihr so mit Blut unterschrieben? Nein, wir haben wirklich eine der chilligsten Kooperationen, die es gibt. Ja. Das ist wirklich...
Wir sind auch nicht gezwungen, das zu sagen. Hat er gehört schon? Er ist Wenn wirklich er maximal wenn er ein bisschen entspannt. Sendeplatz Maximal hat. entspannt. Aber habe ich das dann voll richtig verstanden? Man kann immer bei eurer Late-Night-Show mit Gästen rechnen. Also auch die im Mai. Ja. Wer ist denn so in Aussicht? Ich weiß nicht. Es ist nicht im Mai, weil Ist im im Juni. Mai. Ja, voll. Ist Auffahrt? Anfang, eben genau dann. Mhm. Nein, nicht Auffahrt Juni, sondern. Nein, im Mai ist Auffahrt, darum machen wir im Mai keine. Ja, genau. Also Nein, nicht, das Mann. ist nicht der Grund. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass Er ist nicht Cisa dumm, in. ich bin nicht dumm. Ja. So. Okay, haben wir das Problem, oder? Nein, wieso? Ich weiß nicht, wie du schaust. Keine Ahnung. Darf ich nicht so schauen? Okay. Ihr habt das Problem, wenn ich nicht bin, ihr habt das Problem, wenn ich hässlich bin. Du Wir bist haben gar kein Problem. sehr nett geworden zu mir. Ja. Es hat sich verändert, muss ich sagen. Frag man sich Ja. wieso. Ja, weil ich. Was So will gut, lassen wir. Ja. Okay, lassen wir. Wieso machst du Fitness, Bro? Ich gar kein Fitness. Was Okay, soll aber ich wer sagen? kommt im Juni? Wer hat das so im Kopf? Ich weiß es noch nicht, Juni. wir sind noch am Plan. Ein bisschen. Wir müssen erstmal die Wirklich. Show Wir müssen erstmal planen. das planen, richtig. Okay, ich frage und ich sage, ob die Person Okay, könnte frag- oder nicht. frag mal ein paar- Steve Merson. Niemals, ich lieber Scheiße. Okay, Dario Kars? Nein. Wer ist Dario Kart? Okay, in dem Fall, nächste Frage. Kennst du Dario Kart? Nein. Okay. Mario So ein Kart. Karten-Zauberkünstler. Oh, nein. Okay. Dann der Ich weiß, was sie am Machen sind. Okay, mach bitte. dann der BH. Wer ist das? Wow. Okay, jetzt kommen die ersten paar, die schreiben. BH? Wer denkt sie, was denkt sie, wer sie ist? Ich mache von meinem Schweigerecht Gebrauch. Ja, Einfach at this point. Oh, okay. Wer ist BH? Krass. Was ist mit dem Ding? Wem? Bro, ich wollte auch Die wissen. flüstern. Ha? Nein, warte. Ich habe echt keine. Ich habe ein paar Leute letzte Zeit so genannt. Nein, sorry. Egal, ist jetzt egal. At this Sag point ist nachher. wirklich egal. Nein, ich sage nachher. Okay. Gut, auf jeden Fall. Unser Konzept, also ich werde irgendwann wahrscheinlich auch Leute nochmal einladen, die mich haben. Sehr wahrscheinlich, ja. Mhm. Oh, je nachdem. Ja, so viele Influencer gibt es ja nicht. Ja, jetzt ist ein bisschen. Okay, wer würde das sicher nicht dort haben? Oder wer passt nicht in das Konzept von euch, in die Bühne, mit euch zusammen auf der Bühne und Aaron, so? jetzt kannst du mal etwas sagen. So anständig fragen, nicht zum Willen, weißt du, so. Schon ein bisschen. Also ich meine, jeder hat ja irgendwo durch ein Talent und vielleicht können wir das einbauen in der Show. Okay, aber Weißt du, wir müssen welches Magier Talent haben, braucht ihr gar nicht? Sorry? Welches Talent braucht ihr gar nicht auf der Bühne jetzt gerade? Wir brauchen einfach so nicht Leute, die skandalös sind. Ja. Ah, okay, also so. Unwerbefreundlich. Ja, genau. Wir wollen werbefreundlicher werden. Ah, Also beziehungsweise hat auch von dir gesagt, Bro, schaut, dass ihr einfach keinen hat mit Skandal. Genau. Sonst, das Cash wird schwierig. Genau. Verstehe ich auch, macht Sinn. Gut, kann ich eine kritische Frage stellen? Ja, sicher. Ja. Thema werbefreundlicher. Wirklich, ich frage Ganz jetzt normal. als Geschäftsperson. Ja, nicht als Hate. Du hast ja einen Imagewechsel, hast du selber gesagt. Und Ja, so indirekt. Ja. hast du gesagt, oder? Gut. Wirklich Anfangszeiten. Ja. Hör auf mich, Sarah, ich frage eine normale Frage. Ich bin ganz normal am Zuhören. Okay. Wie stehst du dazu? Weil du hast ja sehr viel Werbung gemacht Mhm. für Mhm. muss ich aussprechen? Oder? Mhm. Okay. Ist das etwas, was du heutzutage bereust? Bereue nicht. Aber würdest du es nochmal machen? Ich glaube, ich will es nicht nochmal machen. Es hat zu dieser Zeit gepasst zu mir, sagen wir es so. Ja. Aber jetzt würde es nicht mehr zu mir passen. Okay. Ja. Ja. Was ist. Nein, das frage ich lieber nicht. Weil nachher Sag. nehmen drauf. Bro, ich wollte fragen, welche Kooperation bereust du am meisten? Aber dann musst du die Brand, Nein, dann musst du das den Namen nicht. sagen. Und Ich nachher. bereue nicht keine Kooperation. Ja, Ich meine, es ist safe. immer noch, ich habe mit dem Brot können zahlen. Ja, 100%. Talem. Also weißt du so. Bravo. Aber Bravo. ich hätte es vielleicht anders angegangen. Ja. Wäre es vielleicht anders angegangen. Okay. Ich bin halt für das bekannt worden, für was ich bekannt worden bin. Ich kann ja nur Du kannst nicht dafür. Für was? für beleidigen, vulgär sein, laut sein, schreien. Was soll ich machen? Aber Arten und ich sind auch voll gut dran, glaube ich. Okay, und der Arton Also, ist. dem ist auch nichts. Ich bin ein ungeschriebenes Blatt. Nein, ich meine nicht das. Ich meine, dem ist ja nicht verwerflich, wenn du Nein. wegen dem. Willst du ein Vorbild sein? Vielleicht irgendwann. Mhm. Schau, ich bin. Momentan Cash, nachher schauen wir. Im Moment ist es so. Es sprechen mich sehr viele junge Frauen an. Mhm. Mädchen, 14, 15. Wirklich hure jung. Was sagen sie so? Oh mein Gott, du bist mein Idol. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter. Ja. Wie kann ich dein Idol sein? Also ich persönlich, vor allem zu dieser früheren Zeit, hätte mich nicht als Idol wollen für meine Tochter. Ja. Deshalb bin ich so ein bisschen... Checkst. Ja.
Sagst du dann auch so, nein, nehme ich nicht als Idol? Oder sagst du dann wie so, King, kauf etwas von meinem Merch? Komm mal in die nächste Show. Ich habe eigentlich gar nie richtig Zeit, um mit ihnen antworten. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erlebt habt. Die Also draussen, oder wie? Ja. Ich Dinner, Ziggis am kaufen. Das ist halt 2-3 Sätze, Bro, verstanden. Ja. Ich sage dann, ja, ich liebe dich auch, ist gut. Also so dem Vorbild. Ich will mir nie so, wie soll ich sagen, den Druck auf mich nehmen, um für irgendjemanden ein Vorbild zu sein. Ich sage immer, Vorbild, ja? Vorbild. Cool. Ich kann jetzt vorstellen, wie vor einem Bild steht. Vorbild. Nein, ich sage immer, man sollte immer nur die guten Eigenschaften von mir nehmen und das als Vorbild nehmen. Was würdest du sagen, was ist eine gute Eigenschaft von dir? Ich glaube, ich bin selbstbewusst. Ja. Viele sagen mir immer, Arthur, ich würde gerne so selbstbewusst sein und so Sachen aussprechen wie du. Voll. Das vielleicht. Und allgemein, vielleicht viele Leute nehmen mich auch so als Vorbild, um ihre eigenen Träume zu verfolgen, egal was es ist. Es muss ja nicht gleich sein wie meine, aber sie sehen so, hey, der Arthur macht das und vielleicht soll ich das auch machen. Ja. Was ich nicht checke, ist, du hast ja die perfekte Grundvoraussetzungen, um ein Comedy-Programm zu schreiben. Ja. Oder? Weil deine TikToks mit diesen Listen und jedes Mal noch Anekdoten und so. Wie soll ich sagen? Wenn das TikTok gemacht ist und du siehst, dann ist es weg. Ja. Dann kannst du es nicht mehr brauchen für irgendein für ein Programm, Comedy-Programm. Ja. Oder? So, ich sage immer als Beispiel so die Anfangszeit von Teddy. Wo er am Anfang auf YouTube all das Zeugs geladen hat. Ja. Und dann sind wir an seine Show gegangen und mit einfach 90% von seinem YouTube-Inhalt ist nachher die Show gewesen. So. Ja. Und ist das nicht etwas, was dich interessiert, Stand-up-Comedy zu machen zum Beispiel? Ich habe gemerkt jetzt, also du musst dir vorstellen, ich habe angefangen gar nicht mit dem Gedanken. Weißt du, ich habe gar nicht so weit gedacht. Aber ich merke, ich bin schon gut in so Sachen schreiben und eben wenn sie und ich beide so Konzepte schreiben und so. Vielleicht würde ich auch in Zukunft mehr in der Schiene gehen, dass ich so Konzepte schreibe für andere oder für mich selber. Aber ich finde nicht, dass das dann wie, wenn ich das auf TikTok sage, dass es wie weg ist. Weil ich habe das Gefühl, ich bin so eine Quelle, wo immer neu. Am Anfang hatte ich immer Angst, ich so Scheiße, habe ich genug Ideen und so, aber ich inspiriere mich von alles im Alltag, das ist crazy. Ich habe letztens mein Auto zerkratzt. Ja. Haben dann so wie Nagellack genommen und so selber lackiert und das gefilmt und 200.000 Views, weil so einfach machen. Krass. Ich glaube, es ist einfach meine Person, es ist so meine... Ja, eben, weißt du, wenn du kannst du sein so, und nicht, ich muss in eben so Rollen rein tun oder, weißt du, zum Beispiel die Sketches machen, weißt du, so ein Geronimo, Eric und so, die sind brutal lustig im Fall. Die haben auch, weißt du, schauspielerische, extreme Künste. Und deswegen, für dich sicher unschuldig, so, wenn du bist, so, mach mal den Brescia, mach mal den und so, dieser Alter, Mann. Es läuft und so, weißt du, jetzt muss ich da in meine Rolle hineingehen, gar keinen Bock und so. Wenn du bist, dann musst du nie so, okay, ich muss das lernen, ich muss dies, das ist wichtig. Und ich finde immer, wenn du als deine Person so mit der Art und Weise, wo du bist, irgendeinen Mehrwert kannst beitragen, lustig sein, Comedy machen, Late-Night-Show, was auch immer, hast du gewonnen, automatisch. Absolut. Ich glaube, das ist auch der Vorteil von uns beiden. Wir sind wir. Ja, voll. Wir spielen niemand. Voll. Schon ein bisschen bremst er und so, aber wir sind wir. Ich sage immer, ich bin eine hochdosierte Form von mir selber auf TikTok. Ja. Also ja, und bei mir sind es wirklich nur 15 Sekunden von meinem Tag. Ich bin nicht die ganze Zeit so. Ja, voll. Ja. Und ich sind ja voll auf TikTok unterwegs oder einfach vor allem auf TikTok, sagen wir so. Hat es da schon so der ein oder andere so Beef gegeben oder haben die Leute so ein bisschen komisch reagiert so auf Sachen von euch oder auch zum Beispiel auf eure Late-Night-Show, die jetzt kennt, die erste, so Leute so, Alter, wie meinst du das von TikTok jetzt in Late-Night-Show? Hat es Hate gegeben, ihr lacht, das heisst, etwas ist passiert. Ihr schaut der gegenseitig an, wer sagt gar nicht. Also, die schaut in den Himmel. Also wir haben gehört, im gleichen Raum, wo wir waren, haben wir gehört, wie einer gesagt hat, wer gibt schon für TikToker 35 Stutz aus. Ja. Warte, was heisst was für ein Raum? Wir sind irgendwo gewesen, ja, ist ja egal wo. Wo? Und der Witz, wer gibt schon 35 Franken für jemanden aus, habe ich gebracht in der Show. Weil das hat jemand gesagt zu mir. Ja. Und hat dann ihm auch gesagt von wegen,
Wer gibt für euch Geld? Ich kann euch nicht hören, ich kann euch nicht sehen und so. Ja. Aber dann haben wir ihn an einem anderen Event gefunden und gesagt, boah, brutal, sold out. Lutsch mein Schwanz at this point. Weißt du, so. Entschuldigung, ich kann nicht will, ich weiß, sorry. Was weißt du? Nein, nicht, ich mach Spaß. Ich sage immer, ich will werbefreundlich sein und so. Aha. Das ist gut. Ja. Das ist alles aber wir sagen keinen Namen. Aber es gibt, also, weißt du. Also es hat einfach ein bisschen Gegenwind, ein bisschen Hate und so. Es gibt auch sicher Creator, die mich zum Beispiel nicht fühlen. Artan ist so ein bisschen ein Liebling, aber ich glaube, akzeptieren, dass ich möglicherweise wirklich Konkurrenz für die Leute draußen bin. Oder einfach auch mehr kannst als nur TikToks. Genau, ich glaube, das ist gerade im Moment ein bisschen so Ja. in meinem Lauf. Ja, das du auch, sagen? Das ist auch krass. Ich habe gemerkt in der letzten Zeit, dass wirklich Leute, also in dieser Szene, ich tue mich nie mit dieser Szene irgendwie identifizieren. Ja, also ja. Ich bin einfach Artan und Ja, genau. das bin ich. Cool. Der Rest juckt mich wirklich nicht. Hauptsache Geld kommt rein auf meinen Bankkonto. Irgendwie, ja. Aber ich habe gemerkt, so unterschwellig, du merkst ja Energien und Vibes. Du merkst, dass Leute dich als Konkurrenz sehen. Und ich will mich nie mit irgendjemandem konkurrieren. Egal ob in meinen Augen besser als ich ist oder schlechter oder schwächer, weil ich bin Artan und keiner kann Artan sein. Ja. Und es gibt eben schon langsam, wenn du so Shows machst und Kooperationen hast, gibt es schon unterschwellig Leute, die das nicht gerne sehen oder du tust bei diesen Unsicherheiten triggern. Aber es ist schade, man, weißt du, mega schade. Ich meine, sorry, at this point muss man auch schon sagen, eine Werbung für irgendeine Bank oder für irgendein Medium zu machen und eine Show zu füllen und ein Abendprogramm machen, das sind 2 Paar Schuhe. Ja. Darf ich noch etwas anmerken? Genau, Vielleicht haben wir die Followerzahl nicht. Ich bin gestern an so einem Event gesehen, das hat mir jemand, der 120'000 Follower hat, selber gesagt, also, ich komme nicht an deine Anzahl von Views, geschweige denn an das, was Artan macht. Ja. Aber die Firmen sehen halt nur das checken es nicht. 120'000. Die checken das nicht, und das ist eben Alter. das Scheiß. Sie wissen, also ich flex jetzt auch, mir scheißegal. Flex. Ein Raum voller 400 Leute, das ist eine Hochzeit, Alter. Verstehst du, was ich meine? Irgend so einer, der irgendwelche Trends nachmacht, wird niemals irgendetwas, weil es halt nicht nachhaltig ist. Nachhaltig. Und wir sind wir. Wir werden nie ausgehen mit dem, was wir machen. Also habt ihr das Gefühl, nochmal kritisch, sorry, habt ihr das Gefühl, ihr könnt das jeden Monat eine Show 2 Jahre lang machen, oder? Ja. Okay. Ja, Stand jetzt, ja. Ja, Stand und jetzt, ist auch die Devise so im 400er-Rahmen oder wenn der... Vielleicht nächstes Mal genauso. Ja. Wir wissen es nicht, wir müssen es ausprobieren. Wir wollen es klein und exklusiv behalten, Ja. einfach dass eben nicht... Also 400 ist mehr als manche Schweizer Künstler. Also klein und exklusiv würde ich es nicht nennen. Genau. Mit 400. Also. Ja. Hochzeit. Ja. Voll. Ja. Eben, das Ziel ist langfristig. Das Ziel ist jetzt nicht einfach schnell, kann ich 2000 Leute Halle voll machen. In einem Kann auch Monat. nicht jeder. Ja. Genau. Nein, sorry. Das mal im mündige 6 Stunden machen. Das mal im April ist ja irgend so eine Villa, irgendetwas, nicht? Villa Miami. Das ist ein Hochzeitssaal. Villa Miami. Ist das ein Hochzeitssaal? Es ist ein Hochzeitssaal. Alter, ich schwöre, warte. Rat mal, wer das uns auskennt. Wer hat Ja, uns logisch, das der dribbelt? Arafat. Bro, ich kann jetzt wieder sagen, der Typ, So geil. er ist einfach ständig in Bewegung. Bruder, er will einfach Geld machen. Das ist ein fetter Unterschied zu vielen anderen. Ja, er Von will mir einfach aus- Cash machen. Von mir Das aus, ist- er soll kannst du nicht 20% nehmen, Bruder. Ja. Er soll 50% nehmen. Ja. Wenn er Cash genug macht für alle. Ja. Der Pitcher ist. Also der Typ, Er ist ich ein muss Wiesel. echt sagen, man, der Typ, ich habe genau gewusst, so, wo ich gesehen habe, die Location. Hast du gesagt Wiesel? Ja. Ich schwöre, er ist ein Wiesel. Bruder. Ja, Sorry. so nennen sie ihn. Ja, ja. Wiesel. Kleine. Ich habe genau gewusst, was ich gesehen habe, Villa Miami. Ich habe gedacht, das ist einfach ein albanisches Resti, sehr wahrscheinlich, habe ich Das ist ein gedacht. verfickter Hochzeit. Es ist auch ein Rest im Fall, nebendran. Es ist Resti, okay. Bar und Dings. Das ist so ein ganzes Ding. Okay, aber jetzt chillt mit Namen sagen, am 4. Mal müssen wir sponsoren, aber chillt das die ganze Zeit am sagen. Ja, nein. Aber kann ich etwas anderes fragen? So, der Vibe von einem Cabaret oder von einem Event-Location mit guter Akustik, Ja. mit so, ich weiß nicht, zum Beispiel in einem Kaufleute spielen oder Volkshaus oder keine Ahnung wo, das ist auch ein Status. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Da verliert man zwar ein bisschen Geld vielleicht Ja, im ja, Vergleich zu einem Hochzeitssaal, aber es ist ein kultureller Status, Ja, genau. plus man macht etwas für die Kultur, plus ist natürlich meistens die ganze Organisation, wo von der Venue selber kommt, Sound, Akustik, all das Zeug ist nochmal auf einem anderen Level. So,
ist euch das bewusst oder ist euch das egal? Macht ihr genau extra? Aber ich finde uns ist das erstens egal und ich finde es hure sympathisch, Mann. Ja, extrem. Also ich finde es hure sympathisch. Ich bin in einem Raum mit Artan, also ein Saal. Sexy. Mit Artan und die Leute haben einfach dort geheiratet. Ja. So weißt du, checkst du, ich bin sogar selber dort zweimal gewesen. So. Ich mache einfach eine Show dort. Es ist mehr, mehr der Inhalt. Wir fokussieren uns auf den Inhalt und wie die Halle heisst oder was die Halle für einen Status hat, ist mir persönlich egal. Mir auch. Aber irgendwo durch. Warte, was soll ich jetzt auf das Darf ich noch etwas sagen? Dass dir der Status wichtig ist, merkt man. Es geht nicht darum, dass du einen Status hast im Sinne von, ich habe dort gespielt, wegen dem bin ich etwas. Überhaupt nicht. Es geht mehr darum, für mich ist es ein mega Ding gewesen, dass wir geschafft haben, ein Volkshaus oder ein Berner Theater voll mit Kennex zu bringen. Ja, das schon. Oder? Ein Ort, wo Kennex sonst nicht angehen. Ja, genau. Und vor allem so das, was so da ist, so quasi die Kultur, so eben die Gespräche, die wir mit unseren Leuten haben, mit Gleichgesinnten und so, dass wir das in eine Halle können bringen und es kommen auch unsere Leute, weißt du? In einem pompösen Saal. Das ist, Bro, der Berner Theater hat noch nie eine Trainerhose gesehen. Weißt du, was ich meine? Und das ist, also weißt du, das ist Status, wenn ich sage, auf das sind wir stolz. Ja, natürlich. So. Wäre ich auch. Aber ich finde den Hochzeitssaal-Vibe, ich verstehe ihn, ich check's, ich finde es geil. Aber ja, ich kann einfach denken, ich wollte mit euch über das reden. So. Aber es ist gar nicht so deep, weil wir haben einfach ums Verrecken, weil einfach einen genug grossen Saal haben. Ja. Und, so günstig wie möglich. Genau, es wird auch nicht wie ein Hochzeitssaal dort aussehen. Nein, ist klar. Genau. Aber es ist halt, ja. Ich glaube generell, dass die Säle oder halt Hochzeitssäle so ein bisschen mehr wollen sie als nur ein Hochzeitssaal. Ja. Weil, also wir haben auch schon mal vor ein Zeitchen so Anfrage bekommen von einem Saal selber, dass sie weg von dem Image wollen gehen, dass sie einfach der Hochzeitssaal sind. Sondern es ist eine Event-Location. Ja, sie wollen wirklich so, dass Leute checken, das ist schon eine Event-Location, du kannst da heiraten, aber du kannst da noch viel mehr. Du kannst auch da ein Event organisieren mit Bestuhlung von 1000 Leuten, was auch immer. Hanukkah. Alles mögliche. Alles, du kannst auch ein Firmen-Event dort machen, alles mögliche. Und mit dem haben sie halt wieso anfangen. Und ich habe das Gefühl, das kommt auch der Saal zu gut. Weil, wie soll ich sagen, Villa Miami nehmen jetzt mal an, so Leute aus unserem Umfeld gehen dort die Hochzeit machen. Ja. Kannst du den Namen nicht mehr sagen? Ja, und irgendwann mal weißt, gibt es vielleicht auch 2 Generationen nach oder deine Kinder sagen, nein, ich muss nicht in so einem Saal, ich will auch, für mich lange 100 Locations, weißt du, und der Rest 100 Leute und so. Und die merken auch, vielleicht müssen wir jetzt auch ein bisschen weggehen von dem nur Hochzeiten und du kannst jetzt auch lustige Events feiern, weißt du. Du musst nicht unbedingt ins teure Zürich gehen, du musst auch ins entspannte Gladbruck zum Beispiel. Ja. Aber das Ding ist, wir haben angerufen bei denen, ich bin dort angegangen, du bist glaube ich in der Schule gewesen, oder? Ja, ich bin nicht mehr in der Schule. Und nachher... Satz, den du vor halben Jahren nie gesagt hättest. Schlimm. Ja. Ich bin krank geschrieben. Auf jeden Fall bin ich dort angegangen und ich habe dem Besitzer halt erklären müssen auf Albanisch, was sie genau machen. Und er hat jetzt so schräg angeschaut. Und dann bin ich gekommen und er so, aha, okay. Und dann bin ich den Rücken gekehrt und so, okay, dann voll er sie. Ah, okay, nein, Frau. Also, weil okay, einfach, dass die nein, Rechnung nein. gezahlt Ja, wird. genau. Schlimm. Ja, voll. Wow, wir haben es jetzt voll über Sal gehabt. Aber ist doch spannend. Gut, aber so, jetzt, man erlebt euch vor allem eben auf TikTok und man erlebt euch in verschiedensten Podcasts. In welchem bist du nicht gewesen, Cisa? Ja. Nein. So. Ich kann nicht Nein sagen. Also es ist nicht, dass man mich zwingt, aber so, check ist auch beliebt, so kannst du es aber ich kann schon verstehen, letztes Mal hast du gesagt, du so Alter, weißt du, so, langsam ist okay, weißt du, du gehst. Und es fragt jedes das Mal Gleiche, ja, es geht immer ums Gleiche, so ein bisschen mehr oder weniger. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen etwas mehr zum Besprechen mit eurer Late-Night-Show, weißt du. Aber es ist auch am Anfang, weißt du, es ist so ein bisschen euer Baby, so macht die ersten paar Schritte, so frisch und easy. Was habt ihr für ein Dings, was habt ihr so, irgendeinen Traum mit eurer Late-Night-Show? Weißt du, ich meine, es ist schnell entstanden, easy, aber habt ihr auch schon ein bisschen Zeit gehabt zum Träumen, so zum sagen, wow, wenn es so läuft, eines Tages dort wäre schon krass, oder das machen wäre krass? Also ich will Hallenstadion. Mir ist scheißegal. Ja. Ja. Gib ihm. Ich will Hallenstadion und dann, ich glaube, das ist, wir haben das noch gar nicht richtig besprochen. Wir machen das jetzt voll, das ist eigentlich voll etwas Intimes, Alter. Ja, wir haben das einfach den Moment genommen. Also, wir haben ihn einfach zusammen. Wir haben jetzt... Ja, wir gehen alle zusammen im Hallenstadion. Okay. Also Hallenstadion wäre krass, aber ich denke mehr auch in der Richtung Fernsehen vielleicht, dass man ein eigenes so
Format haben wie andere. Dream big, dream big. Ja, genau. Man weiß nie. Genau, man weiß nie, ob man vielleicht auf Join landet und Ja. euch vom Senderplatz wegrührt. Ja, das glaube ich weniger. Auch wenn, Bruder, auch wenn. Dream big, Bro. Auch wenn. Jeden Tag vor dem Spiegel. Auch Irgendwann. wenn. Wir mögen so Hoffnung gönnen. fehlt dir von dort. Wir mögen so gönnen, Bro. Wir sind nicht die anderen TikToker und Influencer, die sagen so, schau die an, so 35 Stutz und so. Das Stück Brot ist gross. Genau. Können wir essen. Wir können Soll alle ich sagen, essen. das ist Wir Aber können gut. das essen. darf ich sagen, das habe ich ihm immer gesagt. Was hast du gesagt? Dass ihr die ehrenhaftesten Menschen sind. Ich küsse dein Ich schwöre Herz. voll. Sie sehen. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten mit dir gehabt. Meinst du Serhat oder wer? Ich meine dich. Ah, okay. Aber Ich habe nur Liebe jetzt- für dich, aber ich verstand es. Ich habe jetzt nur Liebe für dich. Ich habe dir immer am Anfang gesagt, so, Bro, du weißt schon, dass er so gesagt hat, Bro, schau mal, sie ist brutal lustig und so. Ja. Oha, ey, das mit mir Karte, glaube ich. Das ist schlimm, Katja. Sorry. Nein, aber Ich sehe jetzt schon sind, den Piepton, Alter. ich habe immer gesagt, ich hätte wirklich, sag Wallah, ich habe das gesagt. Wallace hat es Ja, gesagt. siehst. Weil ich bin so einer, ich kann nicht gerne, also ich bin ja neu jetzt in dieser Szene, ich mache das jetzt seit einem Jahr und Ja, ein voll. paar zerquetschte Tage. Du bist schon ein Schweizer, gell? Also, Hey, ich würde nein, weil ich würde ein bisschen Integration fördern. Das kann ich auch so. Warte mal, bist du die junge, hübsche Version von mir? Kann gut möglich sein. Er hat ein Das, Wort. aber das ist jetzt, ich habe mir so kurz überlegen, ob das so ein backhanded Compliment Nein, ist. ich meine es ernst. Aber das ist jetzt mega Ist herzig, danke dir. Kuss. hübscher, vor allem Betonung auf hübscher. Ja, Auf jeden voll. Fall. Danke sehr. Hugi Hagi sagt er. Ja, Hugi Hagi. Das ist etwas, was ich in meinen Wortschatz genommen habe. Hugi Hagi. Hast du viele Kollegen gehabt als Kind? Oder? Nein, los jetzt, das kommt eben, viele sagen mir, Artan, wo hast du das, den Wortschatz? Und das ist Du hast so viel- lustig. Ich sag dir jetzt, was du siehst. Weil du hast gesagt, wo du aufgewachsen bist und ich glaube nicht, dass du dort aufgegriffen hast. Nein, aber ich meine allgemein eben ich mache auch Wortschatzvideos, weißt du, wo ich so Schweizer Voll. Bünzli-Begriffe nenne. Kannst du einen Test mit mir machen? Was? Wortschatztest. Weil er ist auch so sehr Ich bin auch sehr. schweizerisch. Weißt du, wo wohnt? Egal. Gib gut sie, kennst du das? Gib Gas. Ja. Classic. Ja, der Classic, ich kann so viel warten. Weißt du, was heisst, es fuhrt? Es brennt. Ah, schau, da Also weiss was sogar. heißt Löffel abgeben? Sterben. Ah, okay. Mein Bruder. Auf jeden Fall, dann können wir die Story erzählen. wie Ah, das okay. kommt. Also, so. okay, Ich sehr arbeite mit einer zusammen. Jetzt, ja. Ich arbeite also jetzt nicht Also, mehr. ja. Aber ich arbeite mit einer zusammen. Alter, ich würde sie so gerne grüßen und sie weiß, dass ich ihren Wortschatz so in die Welt rausstreue. Wie alt ist sie? So eine 55-jährige Ja, Schweizerin ja. aus dem Thurgau. Sag Saskia, ich habe heute gesagt. Hä? Hm? Ich sage ihr, Okay. ich mache so ab. Sag, wenn sie Single ist, ich kann Nein, so bitte. denken, wo alles durchgehen für den Pass. Auf jeden Fall, Alter. Sie ist ein bisschen temperamentvoll im Büro. Mhm. Und sie haut dann immer so Begriffe auf und ich sitze dort mit der Notizen-App Geil. und schreibe mir das Wirklich? auf. Ja, schreib mal auf. Und ich würde es hat so geil, ey, wenn ich habe ihr mal gesagt, wenn du auf TikTok deine Stories würdest erzählen, Mhm. wir können alle heimgehen. Sie ist Multimillionärin gewesen, also bis ihre Familie hat alles verloren. Crazy. Sie hat einer Kiefer gebrochen, weil sie auf der linken Spur nicht Platz gemacht hat. Cisa? Autobahn. Ja, Nein, Alter, nicht wie- Einfach Cisa. Ich verschuldet, Nein, nicht Kieferbrochen. Cisa, weißt du? Sie hat so crazy Stories. Ey, es ist eigentlich schade, dass nicht die ganze Ja. Welt von denen weiß. Hey, ich denke mir jedes Mal, es gibt so viele Menschen, die so Ja. kranke Sachen erlebt haben. Ja. Und wir laufen tagtäglich an ihnen vorbei und nehmen 2 Sekunden von ihnen wahr und tun an von dem wie so, Ja. oder der ist sicher, sie ist sicher. Aber nachher musst du einfach mit über, du schaffst mit einer, die Multimillionärin war, broke gegangen ist. Sie hat sogar einer Kiefer gebrochen wegen Ja. etwas ganz Simplem. Ja. Und sie ist einfach dann vor Gericht gekommen. Ja. Eine Körperverletzung hat sie, dann hat er richtig viel bereut. Dann hat sie gesagt, ich bereue es nicht, nur nicht, dass ich ihr noch fester geschlagen habe. Gucci Main-Style, Bruder. Check dir, was sie ist. Shit. Sie Ja. ist eine Legende. Krass, krass. Liebe Legend. Grüße, los wahrscheinlich den Podcast nicht, aber. Doch, wir schicken dir den. Ja, voll. Ich schicke dir. Ich kenne sie nicht. Ja, genau. Und von dir habe ich halt die Wörter. Von ihr. Ja. Ich habe jetzt eben gedacht, du hast vielleicht mit viel, also du hast als Kind vielleicht viel Fernsehen geschaut oder viel gelesen. Aber es ist eine Tourgauerin vom Geschäft, wo dir Ja, Ja. voll. das Vokabular gibt. Genau. Der gute Mann. Der Die gute. Ghostwriterin. Die Ghostwriterin, krass. Geil. Wer hat euch. Also du bist jetzt schon seit etwa 2-3 Jahren so ein bisschen 3 Jahre. in der Öffentlichkeit, so ein bisschen mit allem drum und dran. Du hast gesagt, ein Jahr. Was Was ja auf TikTok, ja. vorher bist du woanders rum gewesen, oder? Ich mache Inhaltsschnitt. Musik Also- seit 3 Jahren. Stimmt, ich kann noch ansprechen. Du machst ja Auf Musik Albanisch. Auf Albanisch. auf Albanisch. Das heisst, grundsätzlich, okay, bist du vor allem im albanischsprachigen Raum, Kosovo, Albanien, Mazedonien und so weiter, bist du dort so ein bisschen unterwegs gewesen. Jetzt hast du angefangen, dann hast du seit einem Jahr angefangen so mit Schweizer Content und Ah, ähnlichem.
Es ist mega zufällig gekommen. Einfach, ich habe ja auf TikTok vor meine Musikvideos postet und kenne die Lip-Sync-Videos einfach so versucht, meine Musik zu promoten. Ja. So, ja. Und das für eine Music League heißt es so. Das okay. So mit diesen Dance. Ja, krass. Dann, Hat mich gebracht. Und ich habe eigentlich immer in der Privat-Snapchat-Story immer so Videos gemacht, wie ich jetzt mache. Ich habe meinen ganzen Tag dokumentiert. Einfach so für Kollegen so. Einfach Snap für Kollegen wahrscheinlich. Ja, Benutzt voll. Also wie enge Freunde bei Ja, Snapchat. genau, wie enge Okay. Freunde. Das hat auch das Insta von Snap geklaut eigentlich. Krass. Okay. Ja, Fitness gestiftet zwischen den Straßen. Auf jeden Fall habe ich dann am 13. Februar, das ist so der Tag, so Wow, im so. Kalender. Krass. Und ich dachte, so Sachen, wo Ein Tag vor Valentinstag. Ja, Bombe. deswegen habe ich mich allein gefühlt. Ja. Nein, sorry, also erzähl. Dann habe ich ein Video gemacht, Sachen, die nicht mein Business sind. Ironischerweise ist das für mein Business. Der ist iteriert. Das ist ein Full Circle Moment. Ja, krass. Und dann ist das direkt viral gegangen. Mein erstes Video ist viral gegangen, das zweite ist viral gegangen, dritte ich habe ja Parts gemacht, weißt du? Krass. Und du hast direkt mit den Dings angefangen, mit den Listen eigentlich. Videos, ja. Krank. Wer ist der erste, der bei dir voll. Also das erste Video, Nicht was mein hast Business. Das Was ist ist da das drin? allererste. Ich glaube, ich habe das gesehen sogar. Sachen, die nicht mein Business sind, zum Beispiel Ah, wie ja, Streaming-Abos ich gelöst habe, weil Ja. ich werde die weiterhin so laufen lassen, obwohl ich nicht alle benutze. Crazy. Ja, voll. Geil. Wirst du angesprochen auf der Straße? Ja, hast du schon gesagt. Ja, also mega oft eigentlich. Ich habe eine Verkleidung jetzt. Ich habe so meinen Hannah Montana-Moment. Kennt ihr Hannah Montana? Ja, so sicher. Perücke. Aber ich freue mich auch, wenn ich angesprochen werde. Es ist mehr, wenn ich habe eine Zeit lang so Verfolgungswahn gehabt. Weil du merkst ab und zu, dass Leute dich erkennen und dann über dich reden. Und ich weiß schon, letzte Woche bin ich an der Bahnhofstraße gesehen, ungelogen 5 Minuten gelaufen, irgendwie so 15 Mal. Namen gerufen. Hast du einen Josh Negroni-Moment gehabt? Wer? Mein? Josh Negroni-Moment. Das ist Josh. 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 Ich will ihn retten. Ich will die. Weißt du, jetzt Ich will den retten. ganzen Namen gesagt, Das ist Jonas. Wow. Das ist sehr humbling, Bruder. Krass. Du 13-Jährige nicht. Wer bist du? Aber Nein, sorry. was ich sagen würde, ich freue mich, wenn ich Leute draussen auf der Straße sehe, aber ich habe einen Moment, wo ich wirklich so Cap anziehe und eine Brille anziehe. So einer so auf gerne Dings, zeigen auf jetzt. Roger Federer machst, niemand soll mich erkennen. Ja, wo ich einfach so wirklich mehr wegen mir, nicht wegen der anderen, einfach weil ich, dann, Das ist ich mich logisch, unwohl Bro. fühle. Ihr kennt das. Bro, also ja. Er mehr, gell? Auf jeden Fall. Ja, ich werde oft auf der Straße Also, angesprochen. Zero ist eine Zeit lang nicht am 12 Uhr, nicht am 5 Uhr aus dem Haus gegangen. Weil er denkt, dann sehen die Leute. Wer? Scheiße, Alter. Ja. Wow, crazy. Ja, Mann. Ich bin einmal tagelang daheim gewesen. Aber ich habe das auch gehabt, nach dem Viral gehen. Also, ich Ich sag. schwöre, ich bin 2 Wochen einfach daheim gewesen. Ja. Auf jeden Fall wollte ich etwas sagen. Hau raus, Schwester. Ich habe Josh erkannt letztens. Wo? Dings hat das Scheiße, ist nicht korrekt. der EAZ-Konzert. Ja. Und dann hat EAZ das Bild gepostet. Dann sehe ich auf der Bühne jemanden. Ich so, warte schnell, die anatomischen Voraussetzungen kenne ich. Hast du neue Wörter gelernt? Ja, wegen Artan. Krass. Ich so, wann kann ich ihm schreiben? Ich so, gut, bist das du? Er so, ja. Spannende Geschichte. Also, 100 Pointe, oder? Nein, soll ich erzählen, dass Pointe das lustig ist? Hey, ist doch lustig. Nein, ich kann es erzählen, so dass es Sinn macht. Okay. Der Ärzte hat das Bild gepostet und ich bin vorne auf der Bühne gekocht und habe mich nur von hinten gesehen. Ah ja, genau. Das ist der Witz. Und dann hat sie geschrieben, hey, geil, das bist du. Ich habe gedacht, du bist der Witz auf der Bühne, aber... Danke, Artan. Danke. Also ich gerne krass tun. Wir kommen auf eure Stage, klauen eure Show. Liegen ein paar Sachen. Nein. Ich habe dich angeschaut, aber Wer ja. hast du angeschaut? Ich schaue auf den Boden. Weiß nicht, ich habe so gemacht. Und sind wir parat für gegenseitig roasten? Weil ich auch ein paar Sachen sonst. Mach. Ja, aber Artan, werden wir gerostet? Ganz ehrlich. Nein, film nicht von mir. Nein. Ja, von dir sind wir das gewohnt, kein Problem. Also die Priorität ist einfach Unterhaltung. Ja. Ja. Aber Kein- nicht ja. auf so ein Niveau hören. Bro, wir können auf Niveau los runtergehen, mitziehen mit dem Niveau mit, kein Problem. Was? Okay. Hast du das mitgeschrieben? Niveaulos. Mhm. Eben nicht Ja. Niveau. Nee, eben nicht Niveau los. So. Ja, ich bin ja mit... Ich schaffe das Ja. schon irgendwie. Das kommt gut. Ich hoffe. Und wann haben wir entschieden, das gemeinsam machen? Wie du hast ja gesagt, du so, ja, ich suche erzählen. jemanden, Partner in Crime, Ich nachher... habe mir gesagt, ich brauche einen Sidekick. Ah, So. das ist das. Okay. Es klingt hure brutal und hure herablassend, aber es ist ja jetzt nicht mehr so. Und dann habe ich mit Arafat geredet und er so, ja, ist gut. Und Arafat und er sind irgendwie in Kontakt gekommen, auch wegen Hat er dich mir. versucht zu ziehen?
Er hat mich versucht, er hat mich auf einen Kaffee geladen. Der reden wir Mafia. Ja, der Vertrag schon dabei gehabt, gell? Der Vertrag mit dem Typ. Nein, nicht dabei gehabt, er ist nicht dabei gehabt, nein. Und dann, ja, habe ich den Vertrag unterschrieben und nachher, so bin ich mit der CISA. Welcher Vertrag, Bro? Ja, mein Vertrag mit Bro, ich habe dir Arafat. per WhatsApp geschrieben, Bro, was meinst du? Nein, sein Vertrag mit Mein dem... Vertrag mit Arafat. Aha, aber mit dem habe ich ja nichts zu tun. Nein, aber wie ich dann zu dir gekommen bin, nachher sind wir wie im gleichen Agentur genau mäßig. Das ist ein bisschen komplizierter. Und nachher Ja, hat... weil ich bin nicht in einer Agentur. ja. Dann haben wir CISA geschrieben, sie so, ey, hast du Bock? Du hast mir geschrieben, du hast Bock. Ich so, hast du Bock und verstehe das nicht falsch, aber ich brauche jemanden, der wie co-hostet. Ja. Aber mittlerweile ist es ja nicht co-host. Ist auch easy. Also das mittlerweile war haben eine Show gespielt. Ja, und jetzt? Ich frage nur. Sag nur, pass auf einfach. Okay. Und es war von Anfang an klar gewesen, Late Night Show. Dann Ja. eben, weißt du, zum Beispiel nicht so zusammen einen Podcast oder so. Nein. Oder zusammen, Also okay. eigentlich habe ich das alles gestartet mit mir alleine. Alleine? Alleine? Ich habe das gestartet alleine und dann habe ich gemerkt, boah, das ist viel zu viel für jemanden allein. Dann ist er gekommen. Aber wer hat dir seit Tag 1 gesagt, also Bro, mach mir als TikTok? Ja, ihr. Mm. Ja, nicht nur ihr. Ja. Gut, es hat auch mega viele gegeben, die mich einfach in ihren Podcast haben wollen locken. Nachdem du bei uns warst. Ja, nachdem ich bei euch war. So, oh, wir sollten mit dir zusammen. Und ich so, das ist nicht meins. Ich kann nicht Aber sie das ist wollen ja zusammen mit wichtig, dir das ist eine machen. wichtige Frage. Wieso machen die nicht zusammen? einen Podcast. Zum Beispiel? Weißt du, wenn es ja funktioniert, ihr zwei, müssen Sie nicht, also weißt du, ihr könnt ja weiterdenken, also nicht dass es echt krass ist, Ja. aber ich meine, wenn es ja funktioniert auf der Bühne, funktioniert es wahrscheinlich auch an anderen Orten. Wir wollen nicht, Oder in anderen dass Konstellationen. wir eben so, wie soll ich sagen, ja, nicht ausgelutscht, aber... Es ist das Wort. Doch, es ist das Schau, wenn Wort. wir jetzt auch noch dahin kommen mit einem Podcast, nimmt doch uns doch keiner mehr ernst. Also nicht wegen, zum Ich Beispiel, denk, das ist so. Also wir Also sind erstens- auf TikTok mega oft vertreten, Cisa und ich. Dann kommen wir eben bei euch zum Beispiel beim Podcast. Und dann haben wir noch eine Live-Show und dann noch Podcasts, das wäre wie too much irgendwann. Aha, okay. Der Spice Love. Genau. Ja, Ich ja. kann einfach Also eigentlich macht das schlau, ihr macht echt nur Sachen, die Geld bringen. Genau. Ja. Dann müssen uns Leute zusammen schnurren, hören, müssen das Ticket kaufen. Ja, oder euer Podcast hören. Genau. Krass, heftig. Gut, andere Frage kann ich noch. Ja. Wir müssen den Namen nicht droppen, aber du bist ja sehr prominent in einem anderen Podcast gewesen. Ja. Und irgendwie, also bist du mehrmals im gleichen Podcast gewesen? Ja. Ah, okay. Das ist nicht mit dir und ihm. Nein, mehrmals im gleichen. Okay, das habe ich untergenommen. Ich sag mir gleich, ich Wie ist das verstehe auch? mal auf. Lönz. Das hat mich nur privat interessiert. So, wir sind jetzt gerade, das ist ein Moment für die zwei. Ja, aber ich würde auch gerne Teil von dem Moment sein, Mann. Du bist Teil von mir. Ich bin in vielen Podcasts. Ich weiß nicht, von wem du redest. Ich bin in so vielen gewesen. Mehrmals. Mehrmals. Ja. Und die haben mich einfach gerufen. Und dann, weißt, das Problem ist eben, ich wollte jetzt auch nicht gemein tun, aber so, wenn ich zu viel von mir preisgebe bei jemand anderem, Mhm. Wieso ihnen den Hacken? bös gesagt, ja. Mhm. Mhm. Erzähl mal ein paar lustige Sachen, die so schon niemand weiß. Ich? Von eurer. Bro, von dir, ich glaube. Was? Mir gibt es nicht speziell. Lustige Sachen. So alltäglich. Etwas, wo die Welt eigentlich noch nie gehört hat. So. Oder wo die Welt halt sollte hören, aber es ist noch keine Konstellation mein rum. Gott, Ja. Sie soll mit dem Manifestieren, soll ich sagen. Das ist so herzig. Das ist manifestiert. Das ist so herzig. Ich habe unsere Tickets verkauft, manifestiert. 400 Tickets an einem Tag. Ich bin so ein Psycho. Also für die anderen Psycho. Für mich ist das Normal, hilft das. Slay Queen. Wo ist das Diva? Auf jeden Fall mache ich immer, also egal bei wem, ich habe eigentlich jetzt schon mein ganzes Leben schon, blöd gesagt, manifestiert. Ich habe immer gewusst, dass ich das so machen werde. Jetzt nicht genau gleich. Aber ich habe ein Video gefilmt, bevor wir unsere Tickets verkauft haben. Ich habe sie gesagt, sie ist eben so gewesen, meinst du, verkaufen wir in einem Tag und so. Ja, ich habe es mitbekommen. Genau. Und ich so, ja, wir verkaufen es. Dann habe ich ein Video gemacht, wie ich so sage, so, hey geil, so ich könnte reden, aber wir haben 400 Tickets in einem Tag verkauft. Das heißt, bevor wir Tickets sie aufgeschaltet online haben. war. Und so wirklich. Er schickt mir das und ich so, was redet er? Weißt du? Und ich habe ihr das eben erst nachher geschickt. Ich habe das gemacht und ich mache das eben öfters mit anderen Sachen. Dann habe ich das aufgenommen. Ich so, ich könnte reden, ich könnte schnurren, Scheiße schnurren über uns, aber ich kann nicht 400 Tickets an einem Tag verkaufen. Dann habe ich das aufgenommen, auf Snapchat gespeichert. Dann, wir haben das wirklich in einem Tag verkauft, 19 Stunden. Und dann habe ich das jetzt gesagt.
Ich weiß schon jetzt, was du willst sagen. Ich habe gesagt. Und dann habe ich das der Cisa geschickt und nachher, ja, das ist so etwas Lustiges. Ich habe einfach nicht gecheckt, was er mir schickt. Ich sage, was? Genau. Was willst du sagen? Ich kann nicht Ja, wir haben 19 Stunden. Ich kann nicht sagen, Bruder, das ist gut. Ich habe deine Gedanken gelesen. Es war Telepathie. Ich habe jetzt einfach auf dem Mega. Ja, es ist die ganze Zeit am Aufblinken. Aha, das ist Man Handy könnte fett Namen lesen dort. niemand krank. Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall, ich bin voll der Manifestierer. Ich Also, habe so du bist davon Numerologie. überzeugt, dass es funktioniert. Ich Ja. habe mich immer gefragt, funktioniert das, Mann? Es funktioniert. Also hast du schon mal etwas manifestiert und das ist Ja. nicht passiert? Nein. Also, Es gehen wir ist davon nicht- aus, du manifestierst jetzt, dass du in 2 Jahren Millionär wirst. Du kannst bei Manifestation meistens nicht den Zeitpunkt bestimmen, sondern einfach... Bei dem Voodoo-Shit musst du einfach daran glauben. Es ist nicht Voodoo-Shit. Aha, Es- okay. Manifestation ist einfach, dass du das in deinem Hirn so eingespeichert hast, dass du es schon bist. Ah, und Verstehst das du? lebst quasi. Ja, Das ist du einfach das selber am lebst. Gaslight einfach. Genau. Wie gesagt, ja, voll. Aber ist doch gut, wenn es funktioniert. Ja. Und dann, genau, das ist eigentlich, was soll ich will sagen? Ich habe jetzt den Faden verloren. Ja, so sind sie. Manifestieren. Ja, voll. Du kannst nicht den Zeitpunkt manifestieren, weil das Universum tut dich dann dort an dem Punkt stoßen, wenn dann die Zeit reif ist. Ja. Und ich glaube auch zum Beispiel, wenn etwas schief geht, dass es mich vor etwas Schlimmes bewahrt hat. Ich bin so voll der spirituelle Mensch. Das ist Okay, das ist ein guter Punkt, Mann. Bist du gläubig? Ja, voll. Ich glaube an Gott. Mhm. Es hat einen Gott, aber ich bin nicht so, ich habe eine eigene intime Beziehung zu Gott. Ja. Ey, Genau so. Weißt du, wenn Leute uns oder mich so fragen, vielleicht bei dir weniger, ich sage, ich glaube, es gibt eine höhere Macht, bin nicht sicher. Wieso bei mir weniger? Weil du ja gesagt hast, dass du nicht an Gott glaubst. Ah, okay. Glaubst du nicht an Gott, Bro? Nein. Krass. Ich habe gesagt, weißt, ich bin auch mega lang so der Überzeugung gewesen, eigentlich gibt es das nicht. Also gibt es keinen Gott? Ja, Bro. Vor allem zu der Zeit vom IS und so, was ich für Sachen gesehen habe. Ich habe gedacht, also nicht, wie ich das in Verbindung setze mit dem Gott, sondern einfach so, ich habe mich gefragt, mit welcher Art und Weise hat jetzt zum Beispiel Köpfe von dem Mensch, also wie dass es passiert, dass es zugelassen wird. Logisch, der Mensch ist der Haiwan, aber ich habe mich so gefragt, also, wenn es eine höhere Macht gibt, der sieht doch das, man, der muss doch irgendwie sagen, das kann doch nicht sein, man. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt eine höhere Macht. Ich glaube, es gibt vielleicht etwas wie ein Gott. Es gibt auch das Wort für das, was ich bin. Das ist Agnostiker. Genau. Okay. Dass man wieso sagt, es gibt, glaube ich, etwas Höheres oder ein Gott, aber das ist auch so alles, was bei mir so um das Thema geht. So, ich glaube darauf. Es gibt einfach keine Personifizierung von dem. Ja. Und der Zero, wie auch ich, glauben auch nicht, dass ein Gefäß, eine Religion oder was auch immer für das Richtige ist, sondern wir glauben einfach, eben, dass es einfach eine höhere Macht gibt oder irgendetwas gibt, aber wir können nicht genau benennen, was es ist. Aber eigentlich, ja. Amen. Okay. Ich sage gar nichts dazu. Ja. Ich habe gefastet. Ja, voll. Du hast gefastet, gell? Ja. Queen? Wie ist es gelaufen? Gut. Also fast Alhamdulillah gut. Nein, schon. Was haben die von mir gehört? Keine Ahnung. Wer will fast regelmäßig? Nein, erst das 2. Jahr jetzt. Das zweite Mal, also Und ich zweimal sage dir hintereinander. ehrlich, es ist so wie, also ich weiß nicht, ob ihr das könntet verstehen, aber Ja. es ist genauso spirituell für mich, es ist wie so meditieren, wie so Ja, ja. reinigen. Kann ich absolut Ja. mir gut vorstellen. Ich habe mir auch überlegt, wirklich so, schau, ich glaube, für die noch nie haben. und Wieso für- lachst du so grusig? Ich lach gar nicht. Ah, okay, sorry. Ich denke, Die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit so Nacht, ich bin Sorry, Bruder. so Alter. Oh. Der Josh ist die ganze Zeit so dein Gesicht am analysieren. Bro, weil, weißt du, ich meine, das Okay. Ding ist, letzter Podcast, wir sind Bro, du musst es angesessen nicht und das immer ist auspacken. boom, 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 boom. Das ist, Bro, letzter Podcast, kann man auch mal offen darüber reden, weil es haben mich ein paar Leute darauf angesprochen. Letzter Podcast, Cisa spielt eine Rolle. Mhm. Jetzt gerade nicht. Genau, dort hast du eine gespielt. Ja, schon, ja. Ich habe eine Rolle gespielt. Und Nein. das ist einfach Ja. ein Comedy hin und her gewesen. Ja. Hast du das Gefühl, wenn du mal geflirtet? Nein, ich kann gar nicht auf das anspielen. Ich kann mehr sagen, ihr seid da gewesen und das ist fett abgegangen. Wir haben geflirtet, aber nicht Okay. zum Dingsles. Bruder, Wieso haben die Leute so den Also ich Funke habe ja schon gespürt, nachher oder noch was? heimgefahren. Du hast mich heimgefahren. So ein Bullshit. Erzähl. Oh, schlimm. Ich sag nicht. Das stimmt doch einfach nicht. Ich wollte nur sagen, er so, wir haben geredet, er so, weißt du, wie ich heiße? Und ich so, nein. Also nur schnell, ich frage, du hast mich heimgefahren Ja. von der Garage, wo wir gedreht haben, wo ich gewohnt Wir habe. sind nachher noch essen. Wow.
Krass, Alter, so schlimm. Also, wer ist gegessen? Ich und er. Eben, wir sind das zweite gegessen. Ah nein, nicht das zweite. Wir sind das dritte gegessen, das ist mir beigebracht, wie man Dings isst. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das mit Couscous da. Aha, Chiköfte. Ja, Chiköfte, Entschuldigung. Ja. Ich kenne mich eben nicht so. Das mit Wir Couscous. warte, wir haben entschuldigt dich? Bin ich verstanden? Ja, besser. Besser. Ich hab dich an den Eiern. Ja, super. Wir sind einfach nur heimgefahren, okay. Ja. Ja, ich habe dich nur heimgefahren. Wieso machst du das jetzt so? Wieso? Das stimmt doch einfach nicht, was du Doch, so ich redest. habe dich heimgefahren. Ja, und Punkt. Ja. Punkt. Sie lädt ja, es macht ja einen Punkt. Ja, Punkt. Du regst mich so auf. Du regst mich so auf. Ich mach gar nicht. Nur heimgefahren. Okay. Er spitzt sich zu. Man muss also krass, weißt du, ich bin zu dieser Zeit vergeben gewesen. Weißt du? Und Ja. heimgefahren. Krass. Würdest du So, nicht noch Arton, heimfahren? was läuft bei dir? Ich kann doch nicht mehr über das reden. Du tust wieso, aber es ist ja nicht schlimm dran. Ja, aber du machst es so. Warum mache ich es so schlimm? Also ich habe gerade Thema Artan mache ich schlimm. Oh mein Gott, er sagt nichts! Oh. Ja gut, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Also, darf ich noch eine Werbung machen? Weil der Josh hat mich gefragt, was bei mir läuft. Bitte. Am 23.04. kommt mein neuer Song raus. Tasch. Und genau, gehen Sie Pre-Save auf Spotify. Du hast einen Clip dazu gedreht? Ja. Dun oder da? In Pristina. In Pristina. Wer war der Director? Arbnor. Ich Können wir es bei dem lassen? Ja, ich kann. Dankeschön. Ich kann einfach der Josh nicht gründen, aber. Ja, okay, doch nicht, ich kann nicht bei dem lassen. Nächstes Mal vielleicht der Josh. Also, nächstes Mal, schauen, wenn deine Qualität wird steigen, genau, wenn du Budget hast und deine Qualität wird steigern, mit jemandem arbeiten, der mit renommierten Künstler gearbeitet hat, dann Ich muss noch mit Arafat abklären. Nein, ich will auch nicht, weil nachher... Ich muss, Bro. Du würdest, aber ich muss. Der Vertrag hat dich an den Eier, Bro. Oh, shit. Nein. Aber das heisst, du hast vor, jetzt voll in das investieren, in deine Musik, in deine Person als Kunstfigur. Ja. Also ich werde immer Musiker sein, egal ob ich das öffentlich mache oder privat, weil Musik ist Therapie für mich. Ich tue so... Sie schauen mich so herzig an, ne? Du bist so eine stolze Mutter. Ja, für mich ist Musik Therapie, so ein Ventil, wo ich alles rauslassen kann. Und das habe ich jetzt schon seit 3 Jahren bin ich das am machen und werde das auch immer machen. Ich weiß jetzt nicht, wie in welcher Regelmäßigkeit. Yeah. Aber es ist auch cool, dadurch, dass ich mit TikTok Fame generiert habe. Yeah. Ich kenne mich auch viele andere Künstler und weißt, es ergibt sich jetzt immer mehr Sachen. Und hast du mal ein Konzert gespielt? Nein. Watch? Ja. Ja. Da, also wahrscheinlich tun, oder? Nimm mich jetzt mal an. Oder? Hey. Rinora, ja. Schwör, Rinora. Rinora Kater. Das habe ich im Fall auf meine, wie heißt die Liste da, wo man... Manifest Queen Liste. In Rinora willst du einen Auftritt haben? Nein, auf Bucketlist. Bucketlist, genau. Nein, gibt es so Gerüchte wie The Game damals. The Game? The Game war im Rinora. Ja, was wir... Und anscheinend... schlimme Gerüchte umgegangen. Aber egal. Ich habe gedacht, wieso... Bro, das ist vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Da bin ich in der Lehre oder so. Oder irgend so etwas. Okay, also, ihr seid ja brutal in der Öffentlichkeit. Du machst noch Musik. Ja. Dich haben das letzte Mal gefragt. Wir fragen nochmal. Du bist jetzt noch ein bisschen Makeover machen und so. Wie geht ihr mit Hate um? Blockieren im Moment, ja. Ich blockiere. Früher habe ich darauf geantwortet, wie ich auch Kreative so... So wie der Hero mit so Schikadresse und so, ich komme schon, kein Problem. Genau so. Regeln wir das. Früher, ja. Ja, ich habe auch Kreative so Antworten und so, aber ich habe dann angefangen antworten und TikTok hat mir eine Verwarnung ausgesprochen, dass wenn ich weitermache, mein Account gesperrt wird und ich so, das will ich nicht. Und dann hast du einfach angefangen. Deswegen habe ich angefangen, einfach blockieren. Er hat mich gefragt, hast du das schon mal gehabt? Ich so, nein, ich noch nie. Ja. Wie? Und du, wo alles und jeder beleidigt. Aber es sind die neuen Bestimmungen so, sie haben es aktualisiert. Jetzt sind alle Plattformen werden so Pussys, Alter. Ja. Mein Snapchat-Account ist einfach gesperrt worden wegen so einem Joke, wo ich... Musst du auch für den Dickpics umschicken. Was für ein Joke? Ja, dann entferne mich doch. Was für... Habe ich das? Was für ein Joke hast du denn gemacht, wo dann zu viel war? Auf Snapchat? Ja. Es ist so, ich war in Kroatien. Alter, nein, ich denke nicht, was für Panik... Dort habe ich, glaube so ein... also ich habe gedacht, meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Ich habe auf Snapchat 7 Jahre Memories. Ich habe nicht alles... Ist alles weg? Los jetzt. Also wenn du dort etwas aufnimmst und schickst, speichert es? Genau, ich speichere immer. Es ist so wie ein Tagebuch, weißt du? Okay, so okay. Ich bin das nicht alt.
Okay. Ich bin in Kroatien gewesen und nachher... 30 Snapchat-Bruch, ich weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist. Okay. Ich bin in Kroatien gewesen, nachher habe ich so Insta-DM bekommen, 5 Dealer in Kroatien mir an welche Sachen verkaufen. Ich so, woher wissen sie, dass ich in Kroatien bin? Und ich habe ja schon erzählt, ich poste alles in die Privatstory. Dann habe ich Screenshot, ich so, Alter, nicht mal 6 Stunden in Kroatien schon, habe ich da Plugs bei mir. Alter. Und nachher hat das Snapchat, das scheint so eine KI-Analyse gemacht und hat gemeint, ich verkaufe. Und nachher würde ich im Snapchat einfach, den Account wurde gesperrt. Und ich dort eine Krise bekommen, weil ich so, meine ganzen Erinnerungen sind weg. Nachher hast du an Snapchat geschrieben? Dann habe ich an Snapchat geschrieben. Wisst ihr, wer ich bin, hast du gesagt? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe, Wann ist das gewesen? Das war jetzt im Sommer, August. Aber das ist ein Blessing in Disguise. In Disguise, ja, danke schön. Weil ich habe, weißt, ich habe so viele Snapchats und Chats und Sachen gespeichert mit Leuten und gesagt. Und auch Sachen, die die anderen belasten können. Die mich belasten können. Yeah, und dann, weißt du, und wo mein Account gesperrt wurde, ist alles weg gewesen. Also irgendwo durch. Darf ich noch etwas fragen? Ja. Snapchat ist ja, du musst ja extra speichern, dass es im Chat bleibt. Genau. Nicht? Mhm. Wieso macht man das? Ja, keine Ahnung. Also. Oder kannst du. Vielleicht, wenn du etwas Lustiges gemacht hast, oder jetzt siehst du mir ein Bild, wie wir da in der Show sind und ich will das auch haben auf mein Handy, dann speichere ich das. Und kannst du beeinflussen, ob die Person das speichern kann von dir? Nein. Ah, okay. Aber du siehst das halt. Ja. Du siehst auch, wenn jemand einen Screenshot macht. Aha. Deswegen ist so Snapchat dirty. Shit. Auf jeden Fall habe ich dann Snapchat geschrieben und sie so, nö, wir glauben dir nicht. Du hast wollen verkaufen. Haben sie so geschrieben? Nö. Du so, geh doch meinen Chat abchecken. Ja, manche haben Leute geschrieben. Und ja, nachher bin ich sehr traurig gewesen, aber ich so, ja, no. Deswegen. Was, ist es jetzt weg? Ist es weg? Es ist weg. Ich musste sogar noch ein Handy kaufen, Oh, so Snapchat draufgeladen, wie sind meine IP-Adresse. MAC-Adresse ist das. Ja. MAC-Adresse, ja. Ja, voll. Aber eben, wer weiß, vielleicht hat es mich das von einem etwas Schlimmeres bewahrt. So denke ich nämlich. Krass. Die Burnt Toast Theory. Also du tust jeden, der hatet, einfach blockieren. Ja. Erklär uns die Burnt Toast Theorie. Das ist, ich kann dir schon 50 Mal erklären vor dir, gell? Du bist... Erklär du sie, Ciso. Bitte. Nein. Bitte, mein Bruder, Ich kenne sie bitte. wirklich nicht. Kennst sie aber? Ja, du hast etwa 8 Mal erzählt. Also erklär es du. Jedes Mal, wenn ich irgendeinen schlechten Tag habe. Nicht, ich Aber hilft das? Sie weiß es nicht mehr, das ist es. Ja, wie die Namen damals im Auto. Oh mein Gott. Der Throwback. Also willst du es erklären oder soll ich es erklären? Erklär du, Schatzi. Also die Burnt Toast Theory besagt, wenn du am Morgen aufstehst und dir einen Toast machst und der dir verbrennt und du regst dich auf und dann musst du einen neuen Toast machen und deswegen kommst du zu spät zum Arbeiten. Aber dadurch, dass du zu spät gekommen bist, weil der Toast verbrannt ist, hätte ich das von einem tödlichen Unfall gerettet. Wieso sagst du zu spät? Ich weiss, ich kann mich das auch Das mal hasse ich so sehr. Sagst du spät immer? Nie mehr. Spät? Spät. Nein, ich sage zu spät. Das ist aber nicht von der Das Thurgauerin klingt aufgenommen. albanisch, Bruder. Ich Oh, spät. Kuye? Wie spät? Nein, spät sagen viele in Zürich. Bro, ich bin Bitch, behave, Bro. Das, Wer in Zürich ich habe noch nie in meinem ganzen Leben spät gehört, Mann. Alter. Ich habe noch nie, nicht mal der ist so Thurgau, sassy, nicht der mal Jost. St. Galler, ich habe niemals gehört spät sagen, Mann. Ich auch nicht, ich habe das zum ersten Mal im Vlog mit Später. Spät. Spät, aha. Wir sind spät. Aber du sagst Ja. so oft und ich habe mich daran gewöhnt. So. Okay. Ja. Crazy, das ist crazy. Späti. Später. Später. Spät. Wie sagst du? Spät. Also, Wie ein Schipi. Später. Also Ich wenn sage du, auch später. also wenn du, Später. wenn du Später. jetzt auf dem Weg ins Geschäft bist, wenn du auf dem Weg ins Geschäft bist und dein Sagst Zug du, hat ich komme 15 spät. Minuten Verspätung, was schreibst du denn deinem Chef? Hey, im Fall. Das ist auch so ein Punkt, wieso ich jetzt nicht dort bin. Okay. Ich muss mir vorstellen, ich wache immer um 6:40 Uhr auf und ich habe 20 Minuten bis zum Geschäft. Und weißt du, wenn ich aus dem Haus, wenn ich amigs im Geschäft Ja, 10 ab. ankomme? 9 Uhr. Du stehst um 20 vor 7 Uhr auf. Ja. Was ist deine Morgenroutine? Meine Morgenroutine ist Du immer bist mega. am 9, nicht 9 ab 7, 9. Am 9 Uhr.
Okay. Weißt du so, ich mache mir immer so Banana-Pancakes und so frische Früchte. Oh mein so Gott. Erdbeere. Ich muss morgen essen. Ich bin ein... Ich hasse dich. Okay, und Du tust sicher so eine Ziggy und einen Red Bull trinken. Ich hasse dich. Wegen? Okay, egal. Also Banana-Pancakes. Banana-Pancakes und so frische Obst, Mango, Krass. und ich schneide. Wieso lebe ich im Griff? Cappuccino. Gut. Sehr gut. Ich habe mir das eben in der Corona-Phase angewöhnt. Da hatte ich Zeit, bin daheim gewesen, und dann, wo ich muss das beibehalten. So Protein-Banana-Pancakes? Mit Proteinpulver? Nein, auch nicht Protein. Okay. Hey, darf ich fragen, was Sehe Bananen ich, was Pancakes das- sind? Okay, probieren wir so. Weißt du, was Bananen sind? Ja. Weißt du, was Pancakes sind? Ja. Du tust im Teig einfach zerdrückte Banane rein tun. Ah, okay. Okay. Danke, sorry, ich halte mich Ja, das aber Schoki-Pancakes sind anders. Mit was sind die? Gut, das ist ein Geheimrezept. Okay, also. Ich komme immer zu spät. Okay, aber wie schreibst du jetzt. Wie gibst du deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten, wie schreibst du jetzt, dass den Zug oder einfach du länger hast? Wie ich das erkläre? Nein, was schreibst du? Er will wissen, wie du das Ich Wort... schreibe das nicht mehr, sie sind gewöhnt. Okay, aber wie würdest du schreiben? Hey, Ich sorry, ich atme kann fair. Ich bin spät. Ich kann habe Verspätung. Ich habe Verspätung. Das geht ja. Aber Verspätung, spät. Nein, Bro, was? Stammfamilie. Nein, Verspätung, spät. Was? Du kannst ja sagen Verspätung. Ja, kannst du auch sagen, Verspätung. Ja. Gut. Können wir uns darauf einigen, dass es mehrere Versionen gibt? Nein. Nein. Es gibt. Also gibt ihr wollt- look, das ich ist bin immer, gut, wenn ja. jemand sagt, Schweizerdeutsch hat keine Grammatik, das ist okay, ich bin dort, aber spät. Und dann noch sagen, in Zürich kannst du. Nein, du hast sicher niemand gehört mit spät. Ich kenne niemanden, der Ich spät achte sagt. nicht drauf. Weiß niemand Zeit, Bruder. Glaube mir, er sagt niemand spät. Ja gut, dann bin ich halt der Einzige in der Schweiz, der Ja, das sagt. genau. Es gibt nämlich nur einen Ort an. Ich fühle mich jetzt Genau. krass. Hast du gemerkt, dass ich nicht... Das ist so ein Diva, Alter. Oh Gott. Cis. Ah, Goeie? nicht, Alter, ich kann noch reden. Okay, sorry, wir haben jetzt ein bisschen viel über Pancakes, Banana-Pancakes und Banane. Verspätung geredet. Was mich jetzt noch wundernimmt, Ah. ich glaube, nachher kommen wir langsam zum Abschluss. Ja. Ui, nein, so. Was mich noch wundernimmt, Cis. Siehst Du hast, darf man über deine akademische Neuerung reden? Ja, Du machst jetzt eine Schule. ja, Gratuliere. Dankeschön. Wurde schön. Dankeschön. Gib ihm. Gratuliere. Wirklich, gib ihm. Danke. Hast du Schiss, dass es mit dem Entertainer-Leben wird sich beißen? Wie meinst Das heisst, dass du vielleicht weniger kannst, wenn du jetzt die Prüfungsphase hast und du hast 5 Tage in der Woche Schule, oder? Ja. Kann sich das... Ich meine, heute hast du den ganzen Tag Schule gehabt. du? Ja, Bist jetzt noch da gekommen. ja. Hast Ich habe noch nichts gegessen. noch nichts gegessen, Queen. Hast du... Sorry. Hast du nicht Schiss? Also, es ist nicht so eine schwierige Frage, Bruder. Es ist extrem. Ich habe extrem Schiss. Ja, weil vorher hast du gehst du eine damit andere Ausgangslage gehabt. Weißt du, vorher hast du ein bisschen mehr Weißt, Gestaltungsfreiheit gehabt. Habe ich weniger Prozent geschafft und es war verteilt gewesen in der Woche. Ja. Das heisst, ich habe am Wochenende geschafft, ich konnte der Woche frei. Ja. Das heisst, ich konnte an einem Dreh gehen. Jetzt bin ich von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis halb 5 Uhr blockiert. Ja. Ich kann nichts machen. Wie fühlst du dich mit dem? Katastrophal. Es ist sehr stressig. Und wieso hast du dich entschieden, die Schule zu machen? Weil, wer weiß, wie lange das dauert. Eben, ist das eine Absicherung für ist den eine Fall, dass es nicht läuft? Oder ist das so wie, ich würde nebenbei wieder arbeiten quasi, oder einfach arbeiten Also und das weitermachen? mein Traum ist ja nie, so schön es auch ist, sein Traum ist es, ein Star werden. Mhm. Das ist nie mein Traum. Hast du gesehen, der Star? Der scheint like a diamond. Ich habe das nie für mich wollen. Ja. Ich bin viral gegangen und es ist passiert. Ja. Ich habe einfach eine andere Sicht jetzt auf das, was ich im Internet mache. Mhm. Damals habe ich mich geschämt dafür. Ja. Jetzt schäme ich mich nicht mehr dafür, weil es Ja. Geld bringt. Mhm. Leute. Aber ich weiß, dass das nicht etwas ist für immer. Checkst? Schlau. Und ich weiß, dass es eigentlich nie richtig der Traum war, wo ich Was ist wäre dein denn- Traum? Also mein Traum ist ja ich mache jetzt etwas in der Pflege. Also Mhm. ich studiere HF Pflege. Mhm. Und mein Traum ist es, irgendwann eine Spitex aufmachen. Geil. Für Migranten, die irgendwann zu alt sind, zum zurückgehen. Ich sehe sehr viel so Spitex-Werbung, Ja. auch vom Albaner. Einfach so. Ein Schaber fängt einfach an reden und er sagt, und es geht mehr darum, dass, ich glaube, das ist jetzt gerade überall in Wellen am Schlag, wenn du jemanden hast, der die Heime Ja. pflegen tust oder Ja, einfach unterstützen tust, dann hast du eigentlich Anrecht auf Cash. Genau. Und die sind jetzt gerade all die Leute am Ansuchen, die sagen, konsumieren, du kannst bei mir angestellt sein, ich gebe dir den Lohn. Aber was das ist ein mega, mega spannender Punkt. Wieso genau für Migranten, die nicht mehr zurückkommen können? Weil ich selber Eltern habe, die recht krank sind. Also sie haben nicht Diagnosen, aber es ist so,
Ich sehe jetzt schon, meine Mutter kann kein Seg mehr auftragen und so. Und ich rede ja nicht von... Sie sind Jugos, gell? Ja. Also IV spielt das Thema. Ja, mein Vater ist eben so einer, er will lieber sich die Hände abschneiden als IV betragen. Krass. Ich mir gesagt nicht, also ich will sofort. Ja, mit Handkuss. Aber es geht mehr um meine Eltern. So. Ja. Um die Generation. Die Generation, weil unsere Eltern werden irgendwann so alt. Und ich rede ja nicht nur von, sich einen Segen nicht mehr auftragen. Genauso wie, also zum Beispiel, ich habe mega viele in der Familie, die in dem Alter sind von meinen Eltern, 50 und darauf, 60 und darauf, die irgendwelche posttraumatische Störungen haben, irgendwelche psychische Erkrankungen haben, und man sagt, das ist irgendein Gene oder so. Weißt du, du checkst so... Einfach abschreiben, so, du bist vom Teufel besessen und so. Und jetzt stell dir vor, irgendeine so Jugo-Frau im 3. Stock, wahnsinnig, und sie kann kein Deutsch, wo vom Fenster springen, wer will mit ihr reden? Weißt du, dass man das ist eigentlich mein Traum. Schön. Und dann wollte ich mit dem Geld einen Kaffee kaufen und dann wollte ich Barista sein. Okay, sehr schön. Du lebst auch nicht mehr ewig, oder? Also. Doch, das ist einfach alles in den nächsten 10 Jahren. Let's fucking go. Hast du den Film Heldin gesehen? Ja. Und? Brutal. Ja? Ich habe brüllt 3-mal. So ein schöner Film, oder? Ein brutaler Film. Ich muss mir den auch geben. So ein schöner Film. Es ist mega schön. Es geht um eine Krankenschwester. Es ist von der Petra Wolpe. Gib schnell 1 Minute Kontext und ich muss etwas holen für einen kleinen letzten im Podcast. Okay. Lass mich schnell da kurz. Was reden wir? Was machen wir? Ich kann schnell etwas. Erzähl schnell, um was es bei Heldin geht. Es geht um eine Krankenschwester und sie zeigen so auf, wie es ist als Krankenschwester leben. Vor allem im Spital. Aber in welcher Zeit? Jetzt. Jetzt. Okay. Das heisst, 3 sind krank. Sie ist die einzige Krankenschwester auf dieser Station. Und so. Es ist ein mega schöner Film, weil es ist mega eindrücklich, weil es zeigt, wie es ist, diplomiert ist oder VG oder was auch immer in diesem Bereich. Okay, nice. Ja. Cool, dass es verfilmt wird. Genau, sorry, ich muss da noch schnell etwas dazu sagen. Erstens, du bist ein Stück Scheiße. Ich habe gedacht, das ist gerade die super Dings. Ja. Aber warte schnell, eben, Heldin. Petra Wolpe ist eine Schweizer Regisseurin, hat auch die göttliche Ordnung gemacht. Und Leute gehen in der Schweiz einfach nicht viel ins Kino, vor allem nicht Schweizer Film schauen. Ja. Und ich kann einfach sagen, jetzt Heldin ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob er noch in den Kinos ist, ich hoffe es schon. Ich glaube nicht mehr, nein. Scheiße. Aber es ist wirklich ein brutal schöner Film. Und ist er auf Schweizerdeutsch eigentlich? Ja. Okay. Also die Hauptdarstellerin ist eine hure gute Hauptdarstellerin, ist eine Deutsche. Brutale Schauspielerin. Auch viel Talent aus der Schweiz. 2, ich weiß nicht, ob sie Kurden oder Türken sind, 2 Junge, die auch mitspielen. Und es ist wirklich ein brutal geiler Film, ich kann es sagen, gehen schauen. Aber ich habe ihn geschaut. Perfekt. Ich kann ihn schauen. Sehr schön. Also, wenn du sagst, ich mache das auch nicht auf. Mach das Ding. Okay. Also, ich bin vor kurzem gezügelt. So, und ich habe halt in der alten Wohnung so eben vieles zum Entsorgen gehabt. Ja. Und da habe ich etwas gefunden, wo ich gewusst habe, irgendetwas zeigt mir, dass ich das noch brauchen kann. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch eine Verbindung mit jemandem, den ich gut kenne. So, weißt du, ob das noch... Ich weiß nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob das noch haltbar ist. Nein, es ist nicht haltbar. Ah, okay. Es ist nicht haltbar. Wieso hast du denn da nicht? Weil es den Kontext gibt. Ich habe jetzt etwas gefunden. Vielleicht kennt jemand von euch, was das ist. Jemand kennt es sicher. Wir checken den Witz, komm, die Person kann sicher sagen. Also ich habe das gefunden. Bei mir daheim. Bonbonniere. Ihr kennt das? Ja, das ist einfach das, was man immer weiter verschenkt und nie aufisst. Okay. Du kennst das? Ja. Okay. Also ich habe es gefunden, es ist auch abgelaufen, mindestens, da sehen wir es, mindestens 3 Jahre. Wow. Das ist im 22 abgelaufen. Genau, im 22 abgelaufen. So, und ich habe den Breg gefragt, so, Bro, ist das von dir? Also ja, ist von mir, aber ich erzähle dir mal im Podcast, wieso, warum. Hast du bis heute nicht erzählt? Ich habe es aber auch nicht mitgenommen bis heute. Ah. So, ich habe gefunden, du hast doch gerade einen super Abschluss auch, dass es noch eine lustige Story gibt vom Bre. Alle schauen die Cam, das ist das, was ich am Heben bin. Das ist irgend so eine gute Packung. Und ja, Bruder, willst du mal erzählen, wieso wir so gute Packung die haben können? Es ist gar nicht so deep, Bruder. Ah, scheiße, ich habe fette Dings gemacht. Es ist gar nicht so deep. Ich habe jemanden datet, wo es ein Balkanraum ist. Von wo genau? Also, weißt du, Land? Ah, Land, okay. Nein, Spaß. Sie war aus dem Kosovo. Shut up! Scheiße, jetzt, er geht schon. Das ist meine Cousine. Nein, auf jeden Fall. Ja, das sage ich. Hey Bro, die Person hat mir in einer Nachricht gesagt, dass sie halt Kosovo vermisst und unter anderem die Gutzli. Yeah, man. Und ich habe das nachher im Internet bestellt. So ein Charmer wie du bist. Yeah, man. Oh. So ein herziger Mann. Aber wie sagst du? Nicht, dass es ein Plot ist. Wie, sie hat nur 2-3 Mal Nein, Spaß.
Hey, nein, und nachher haben wir, ehrlich gesagt, ich habe es einfach nie mitgenommen und dann haben wir uns ziemlich bald nicht mehr gesehen. Und das ist echt die Story, ja. Ich habe das gekauft. Weil die Es ist Person... eigentlich pure traurig, Alter. Und hebst du immer an dem fest? Oder wieso Überhaupt nicht, das ist einfach noch in der Wohnung gelegen. Nein, wir haben zusammen gewohnt. Ja. Die Packung war einfach irgendwo noch gewesen und er beim Ausräumen. Ja, ich habe die gefunden und ich so, what the fuck, wieso haben wir eine Kartonschachtel voll mit dem? Ja. Man hat halt Mindestbestellmengen. Ja, es sind jetzt so 6 Stück da drin, weißt du? Du kannst also jeden türkischen Laden holen, Mann. Bro, und ich habe mich... Ich habe das nicht gewusst, Bro. Aber sie hat genau die Marke gesagt. Aha. Bro, ich habe mich gefreut. Ich so, Jungs, weißt du, gibt es einen Kaffee, jetzt noch ein bisschen Snacks. Ich kann schauen, es sind 3 Jahre abgelaufen, Alter. Alter. Krass. Ich habe voll Mitleid mit dir. Wieso Mitleid? Wieso? Ja, weil du gekorbt worden bist. Ja, er hat jetzt eine Frau, Bro. Also erstens genau, danke Erstens, mal. der Boy wird nicht gekorbt. Erstens, der Bre wird nicht gekorbt. Der Bre hat sich einfach entschieden zu weitermachen. Ohne Nein. Ich bin vielleicht gekorbt worden, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber ein weiser Mann einfach ein weiser Mann hat mal gesagt, Burn Toast etwas. wenn etwas nicht passiert das hätte nicht passieren, hätte ich nicht meine Frau kennengelernt und darum ich scheiß auf die Gute. Genau. Rühr weg, Bro. Ja, rühr Es weg. können nicht besser sein, als ich jetzt habe. Ja, Das ist Fact. Das ist ein Fact. schöner Abschluss gewesen. Nein, Sehr schöner Abschluss. also danke vielmals. Aber die letzten 30 Sekunden gehören wie immer unseren Gästen. Genau. Wir stehen uns beide jetzt enthalten vom Mikrofon. Ich könnte irgendetwas sagen, egal, muss nicht mute. Wenn du willst, kannst du 3 Sekunden Irgendetwas sagen einfach nur zu. und am Schluss machen wir das Outro. Danke euch, dass ihr da gewesen seid. Wir lieben euch. Und ich will nicht jetzt sagen, danke kurz und bündig, ihr seid super. Danke, kurz und bündig. Ihr seid super. Also, Art und Sisa, danke euch. Mir hat gerade jemand angerufen und Sarah hat jetzt den Namen herausgefunden. Ich bin jetzt am Arsch. Oh mein Gott, ist... Oh. Wieso sagst du es? Du sagst es noch. Oh mein Gott, Alter. Der sagt Geil. nichts, Mann. Alles gut, Geil, alles gut. okay. Artan, die Show gehört hier. Oh mein Gott. Wie viel kostet bei euch 30 Sekunden Werbeplattform? Ja, Das heute ist ist gratis. einfach gratis. Bro, Josh kann Crazy. nicht länger. Also von dem her. Also, was haben wir gehabt? 23.04. kommt meine Single Pre-Save bitte. Am 27.04. ist unsere Show. 27.04.. Wir werden Merch dort haben. Ja, Mann. Und kauft uns Merch bitte. Ja, Mann. Kauft genug Getränke. Ja, Mann. Ja. Und ich liebe euch alle. Ich liebe euch nicht. Und tönt Liebe in der Welt draussen verstreuen. Mach Weil das Hass nicht. hat es genug. Ich hasse alles. Ja, wir sind Yin und Yang. Das ist kurz und bündig.